dass ich man schön an Zeiten wie diesen zu gesehen, dass Leute aus dem Haus kommen, für über wichtig große Sujets zu schwatzen. Das Sujet heute Novent aus Community Radio an, also überhaupt der Medienpluralismus, dem sind Last Chance, die geht heute Novent trägt. Für was das wirklich und tatsächlich die Last Chance ist, aber halt nicht melodramatisch in der Wie sind, das wissen die meisten von ihr an allerspätestens, wenn wir Matten schwatzen auf vier Tricheren, wer der klar gehen, für was das der Fall ist. Wir haben vielleicht zwei Präsentationen, wo ihr nur lauschen könnt, und dann haben wir dann ihr größtes Gespräch. Da sind ich auch ganz dankbar, dass Gesprächspartner sich bereit erklärt haben, heute auf den Italiener zu kommen. Und ihr seht eigentlich, außer während der Präsentationen zu allen Momenten dazu invitiert, auch mit uns zusammen zu diskutieren. Das gilt genauso für die Leute, die ich mal wie imaginär Kollegen muss vorstellen. Wir haben nämlich schon noch einen Livestream, der lebt, also auch morgen und die Leute, die auf ihrem Computer sitzen, am nur lauschen, auch dir könnt teilholen, auch dir könnt Fragen stellen, die gehen mir dann zugedrohen. Also wir tauschen uns hier am Raum dann genau darüber aus. Und ihr macht es vergessen, es gibt auch noch den Moyen von der Übersetzung. Du könnt erst einen Kask sich gehen, du hast dann in dem Moment eine Übersetzung von Lützburg auf Englisch. Und es wird. Natürlich, das habe ich nicht verstanden. Also, die Leute schwarzen Heile, zum Beispiel an dir übersetzt. Ja. Ah, okay, wie dumm, du hast recht. Ja. Pardon. Okay, there's the possibility for translation for all the people that don't speak Luxembourgish. You have the possibility to go to the people right there and take your headphones. Ja. Mein Volumen meint er? Ja. Okay. Und wir haben während der Diskussion haben wir vielleicht den einen oder anderen Beitrag, den ihr auf Französisch könnt, das geht aber in dem Moment dann auch auf Englisch übersetzt. Genau. Dann, also ich werde mich selber ja nur noch mich spät vorstellen, die werde verstehen, für was das so ist, und da gehen auch noch Altleute einzeln vorgestellt, die den Novent eben schwarzen werten. Mir nur in ersten Beitrag, den sich damit da beschäftigt, was für große Herausforderungen es für Community Media gehen. Und da holen wir den Fokus für einen kurzen Moment fort von Lützeburg und gucken uns dann in einem viel großen Kontext an. Und dem Moment haben wir dann Clina Schawaf, was glücklicherweise hier ist. Sie hat nicht nur den Press Freedom Prize
2018 gewonnen. Sie ist auch noch Board-Member beim sogenannten CMFE, das ist Community Media Forum Europe. Und sie ist CEO von einem durchaus spannenden Projekt, den Rosanna FM heißt. Hierbei handelt es sich dann um ein syrischen Community Radio, den von verschiedenen Plätzen sendet. An dem Moment eben auch wichtige Aufgaben überhält, wo es nicht nur darum geht, kulturelle Sujets aufzudecken, aber über demokratische Partizipation und so weiter und so fort zu schwätzen. Und hier gebe ich dann für dich mal die Bühne gehen an Renke ganz große Merci, so dass du hast. Good evening. Good evening. I came from Paris today. It was not easy to come through Corona and the pandemic. I'll start with a story of the community radio in Syria, from inside Syria before the revolution, 2011. We had the first private media in Syria at 2006. Before 2006, it wasn't allowed even to have media. It's only 3 or 4 media only for the government, for the state. 2006, I was one of the establishers for the first private radio in Syria. It's named Arabesque. And it was the license of this radio, it was only entertainment radio, because the government and the regime, they didn't want us to talk about anything else, like only entertainment, do some program for the audience, but not talking about politics, and not even, we could not even did any news or real journalism. So we did many programs. It became so popular because we were really doing some critical community program, but in a way like we walk between the red line that the government put it for us, but we were able always to turn around in a clever way to be not like close the radio or attacked from the government. But at the same time, in Syria, we are a conservative community. So normally you have the censorship from the government and you have even the censorship from the society. Sometimes when you discuss some idea overdose or something like our society didn't accept it or doesn't accept it, they attack you as a media. So even for the society, you have to think about it. You have to find a way to present or talk or discuss about any idea that touch sensitive issues in the society. And it took like, I was working in this radio till 2011 when the revolution started. And then I remember we were 13 private media at this time, but all of us were entertainment media only. And then when the revolution started, the government asked all of us to do their propaganda. And suddenly they asked us to do journalism, to do news. You have to do news, and of course, everything they said in their state media, it was a lie, and we know, because we live between the people, we know how the revolution starts. So they wanted us to lie, to say that this is not a revolution, this is terrorism, and all this. At this time, I was a program manager in the radio. My profession didn't allow me to do this because even as a human, you cannot do it. The moment I refused, I got threatened by the regime. I had to leave. And then
when I left the country. It's not my story here, the story of the media. Then when we went out, there were hundreds of media created outside Syria. Community radio, community television, community, even newspaper and website. Before, it was only one-side media. There's no diversity, nothing. It's always the same language, same side. After the revolution, we have, as a Syrian, a lot of diversity, media, and at once, 2011 till 2012, I remember we had hundreds of media, like spread it in Turkey, in Lebanon, in Jordan, in Europe, and start, of course, to breathe and have this freedom to say what they want. But at the same time, we are working on the community, for the society, for the Syrian society, but the censorship of the society never changed. It stays the same. Of course, we weren't under the censorship of the government, but we're still under the censorship of the society. And actually, if we look in Syria now, now it's become a war, unfortunately. There is a lot of armed group fighting together now. It's like this. This is a situation. So all the armed group try to make a censorship on the media, try to attract media and try to always like threatening them in a way that you don't have to talk about anything that we don't like. This is why as Rosanna, we start in 2013. We are concentrating more on society because we believe that the change has to start from the society and from the community. So, but it's not easy. The moment you talk about something, still till now, after 9 years from, like I start 6 years in Syria, and now it's 9 years after 2011. Still, Syrian society doesn't accept everything you say. If you talk about religion, for example, if you talk about politics, even you cannot. Even that the revolution asks for freedom, but still you cannot talk so freely about your political idea. And of course, you cannot talk about anything connected to sex. So this is the 3 taboo we talked about in the Arab country in general. So now, after 9 years, the media that it stays till now, from the media that it's created after 2011, I think now it's tens of them, most of them closed, not because of course, censorship, no, but because, of course, the funding. In like each conflict area, in the beginning, always you have a lot of funding from all the country around you, from all NGO, but after like 9 years, now you find out that funding is too difficult to bring. But still, as I said, community media, we try to talk to the people, or in the better way, we talk with the people and let the people talk in the radio to express themselves, to feel like this media presented me. This media really let me say what I think without any restriction, without any red line. You put it on me, because normally in Syria it was like if somebody called to the radio, they ask him or her, what do you want to say before you will be on air? I have to know if you want to say something, they won't let him be on air. So this is something we don't do it in Rosanna. Of course, here I have some program. We did it especially for Corona, just to give an idea how we do during the pandemic period.
there's something in English. For example, you see here, we talk about North Syria and how they deal with funding or with the aid crossing the border. So this we do a program for the community. People inside Syria now through during the pandemic they have like a very little number of doctors. A lot of them left the country. A lot of them killed in the bombing. So they need always service, like they can call a number and to ask, especially in pandemic period, what to do. Especially in Syria now, it's really the coronavirus is spread everywhere, and a lot of death cases every day. Not only in the north, but even in the regime area, where it's in the regime area they cannot find even now their food, their gas. They don't have heating enough, like the electricity, like it's like they have 2 hours electricity, 6 hours without electricity. So the basic of living, every day they don't have it. So imagine with pandemic and with all this, how they live under these circumstances. What we did through the pandemic period of time, we try to be really with the people. We did a lot of, this is something the government say, and the area where under the opposition power, they said the education is like distant education, like here, it's online, but it's all lie. There's no education after the pandemic. So students don't do anything now. This is more, even that's with the war, it was awful, and now it was more like, so if you go here, we do multimedia. We don't only do like, and we bring here documents from the regime area, just a proof. We do an audio here, if you see, so, and we do some infographic, like you say, you can see here, like with a small, like one paper, one A4, you can see how much school bombing, how much, and like in a very simple way. So, and normally we do a video too. So we try to cover the story in different way, like video, audio, podcast, and written. And there's another things we did it. We have our morning show. This info video, we try to do like 3 to 5 minute video. We put the information on the video. This is a very easy way to deliver the information, very like with a short time, and there is a lot of people want to watch it like this. So we are trying to widen our audience to use many way, like the one who can listen, he can put the headphone and listen, and the one who can read, he can, if he's in transport, and the one who can watch, he can like. So we do the content in really many way. In the morning show here, the infographic, it's in Arabic, sorry, but we can see like, I think there is in English here. No, sorry. So, as I said, it's something like how the symptoms, if you have corona or not, it's some awareness issues in a simple way. Here in our morning show, we broadcast on Facebook and YouTube live, and we have a doctor who can answer all the questions for the audience. This is a service, we did it for corona. As I said, lack of doctors, so we have this half an hour every day, a doctor give, and a lot of people call and talk and ask, they have many questions, they don't know what to do. So this is, and we have one doctor, we have one a psychologist one, because as we know, the violence inside
home. It's increased in like during the pandemic, and a lot of women, they don't know what to do, especially in Syria. We don't have a law that protect women at all. The law is totally male law, unfortunately. So they don't know what to do. So a psychologist answer them, and in radio they can talk, nobody recognize them, so it's more easy for them, not in television, to call and ask question what to do if I'm facing this and this. So this is another service we did it, so psychologic and doctor, and one technical issues too, because everybody is now working online, so a lot of question too. So we have all these services, we put it on our platform. Like I said, we broadcast Facebook, YouTube, and as I said, written. So you can find some of our story in English, not all of them, I'm sorry, but because we are targeting the Syrian audience. So you can really log in on rosanna.fm and find some interesting story in English, how really the immigrant live, the Syrian immigrant live in Europe and live in Turkey. There is 4.5 million Syrian in Turkey. A lot of them they live in camps. They don't have any minimum of the, especially in the border between Turkey and Syria. There is really a miserable camps there. You cannot even imagine how they live. Children without school, without water, without the minimum of the living need. So we cover all this from the ground, and we really care about the society, we care about people. We want people to call and talk about themselves and express their idea and express what their problem, ask question, have all their needs in this media. If you log in, you will find 1,200,000 like in our Facebook, in our YouTube. We have a really big audience, Syrian everywhere, but the majority in Turkey and in Syria. I hope that, I don't know if I have time, or I think I think I give a summary of a story about Rosanna. Thank you. Test. Thanks a lot from all of our hearts. Was ich ergänzend dazu wollte so nicht, ein ganz interessantes Interview mit der Madame Chawaf bei France 24, und du gouf erklärt, dass der Name vom Radio ja effektiv ist, dass ein Loch am Dach ist und dass das Licht durchfällt und dass dann ein Platz belicht wird, wo ich drunter immer da gerechnet hat. Also ich weiß, dass man im Moment nicht mit Symbolen, noch nicht mit Symbolpolitik weiterkommen, aber ich schon trotzdem fand, dass das ein relativ positiv Bild ist, was ich vielleicht am Kopf kann behalten. Wie gesagt, der große Merci, dann ebenso großen Merci und Lisa McLean, was heute extra kommt, was da von einem Fokus von Bauselo mehr. Du kannst ruhig kommen. Man da ist dann der Blick auch auf Lützeburg werft, die hat noch nicht kennen, also vielleicht hat das stimmt, ob man es schon hören, ganz lang schon mal dabei bei ARA City Radio, und lo sozusagen Koordinatrice oder der Big Boss oder wen die wichtige Position auch will nennen bei ARA International. Das heißt, wir können das in dem Kontext schon verstehen, ich meine, du wirst du auch darauf angehen, dass wir quasi ein neues Cellule an der Krise, die wir noch immer erleben, und sich entwickelt hat beim Radio ARA, die enorm wichtig ist, wo die Berichterstattung geht, auf verschiedene Sprachen, was andere Medien, die was gar nicht lesen konnten, für den Moment probiert zu organisieren. Und du hast Lisa eben ganz stark mit angebunden. Und ich gebe so eine himmlische Antwort für das. So, merci erstmal, merci Lena.
I have to find my thoughts again because I was with you in your story. She came from Paris, I came from Bartrang, no big difference, but I'm happy to be here anyway. I've been involved with Radio Ara for over 15 years, and my role was really to work with Ara City Radio. These are the English programs on the Radio Ara network. And initially our audience was, they were British, they were American, they were Canadian, maybe some Scandinavians, and that really was the programming that we offered. Thing is, that changed around about 2006, 2007. There are a lot of people came from Eastern Europe, and we realized that their language here in Luxembourg was English. So we started to change our programming. It's all right. We started to change our programming to meet their needs. And we've basically changed and responded to what Luxembourg needed. And that's happened over time. Now, probably about 6 years ago, the same thing happened again when we realized there was a community arriving in Luxembourg who needed support, and that was the Arabic community, people fleeing Syria and the conflicts that Lena has spoken about. And through various contacts, we came together with the team who started the Salam show on Radio Ara. So I was kind of involved in getting that started as well, simply because I made the contact with Lama. But the rest, you know, just took its ride on the Radio Ara network. The reason I mention this is just the fact that, you know, over the years I've seen how we react, we reflect Luxembourg. And I've worked for a community radio, that's the reality of it. However, I said 15 years. The reality is that really in March this year, for the first time, I really fully understood what it meant to work for a community radio. And that was on the Friday when we realized that we were going into lockdown and we were trying to understand what that actually meant. I was at work and I was convincing colleagues that yes, they could come to work because we were a media house. I was talking with other colleagues about the fact that a lot of our volunteers couldn't actually come into the studios. How would we deal with that? The young people who couldn't come at all, how would we deal with that airtime? We would use it for artists, etc. Really just the logistics and really trying to understand what was going on, as everybody was. And as we were discussing these kind of logistical issues for the radio, I got a text. And that text message was basically saying, our community needs information. Can I have access to the English news that you produce every day? And that was from someone in the Salam show. And obviously, I said yes. I mean, we translate from Luxembourgish and French and create the English local news on a daily basis. So they then could have access to that, to create that in Arabic. And that was the first thing. And that was fine, went on with the day. And then all of a sudden I thought, you know, my husband mentors a young man from Eritrea who speaks Tigrinya. And I thought, what's their community going to do? So I reached out to him and said, do you want to help? And he said yes. Same after that, I thought, okay, Afghani and the Farsi speakers in Luxembourg, what happens to them? There are a number of refugees who would maybe need the support there. So I worked with somebody in a project who was a singer, and I texted him. He couldn't do it, but he texted somebody else who could do it and was willing to do it, and that's how we got the news in Farsi. So by basically the Tuesday, we had our English news being produced in Arabic, Farsi, and Tigrinya. And we sent the English news to them in the morning. They translated into their language. They recorded and produced and sent it back by lunchtime. And that was the first step in our response to COVID in terms of our news. But the interesting thing that happened over the next few days was a colleague from Radio Ara, because we have contacts everywhere, she contacted us saying, I'm Spanish. There are Venezuelan refugees who arrived last month. They've no clue what's going on. I want to do the same thing in Spanish. And obviously we said yes. So she did it in Spanish. Our Italian colleagues, they contacted us and said, we have an issue with our older generation here. They're listening to the news from home. Obviously, COVID is COVID, but the reality of how it affects your everyday
life in Luxembourg is quite different. They need this information. Can we do this too? And obviously we said yes. I mean, it just went from there. We ended up with Albanian, Italian, Spanish, the languages I mentioned before. We had Mandarin, Russian. In the end, we had 9 different languages every day, and the people were volunteers, some of them living in hostels, other people at home with their children being homeschooled, trying to do their normal job. They were producing this news and sending it out every day on our airwaves. And basically the English Ara City part of Radio Ara, we gave the airtime from 1 to 2, and that news was played between 1 to 2, and we let people know that's when the news would be played. It was played again in the evening on the Bistro show as well. So that happened in terms of on-air. And as Lena said, with multimedia, it's important these days as well. What we did then in the afternoon was another colleague took those audio bites, the sound bites, and made them into videos so that the people could then send that information out through their social media, because not everybody had access maybe to the radio at that particular time of day. What was interesting was they did that from themselves. They determined what social media their communities were actually using. Some people were using Facebook, some communities using Facebook, others not. The Farsi community were using Telegram, and that's up to them. They spread it the way they felt it needed to be spread, but we kind of facilitated that happening. We did that every day for the state of the national emergency, which went until the end of June. So that's from the middle of March to the end of June, every day. And people were amazing. I mean, they were engaged, they were participating, they were proud of what we were doing. It was everything that any government would ever want of a citizen. And it just happened organically, and we helped make it happen. We're so proud of the project. It wasn't something that could go on long term, but it's something that happened for the time when we needed it. After the state of emergency ended, the agreement was that the access to that news would be available to everybody for their community shows that they had on the Radio Ara network anyway. The majority of people involved had a show once a week, and they will then make bulletins of the news that they feel is important for their community on a weekly basis. A number of the communities did not have shows on our airwaves. That was the Farsi and the Tigrinya community I mentioned before. And now what we're doing is, actually this is the third, fourth time I've been in this building the last couple of weeks, we're doing workshops with those people trying to organise community shows on Radio Ara. We can give them the airtime, we will train them, we will make it happen, so that basically we're ready to help them where they need help. So those things are going on at the moment. As I said, very proud, exhausting, but very proud of what we did. And for me personally, it was the realization of what a community radio was, could be, and continue to be, and how you could build on that. Of course, there's a caveat. It came at a time when Ara City Radio is the financial engine for years now of Radio Ara. It came at a time when there were financial troubles. It's been very difficult to keep things going through sponsorship and advertising over the last years, and COVID really was the nail, at least on one side of that coffin, where all advertising fell away. What we decided we would do as an emergency situation, having applied for various funds and not getting it for various reasons during COVID, what we decided we really needed to do was crowdfund. And we basically came out in force and have been doing that in the last weeks. The first thing we kicked off was with a 33-hour marathon show where our presenter went on, one presenter, a breakfast show host, went on air for 33 hours and crowdfunded it. And we showcased all the other community shows that are on the Radio Ara network during those 33 hours. What was really interesting is the listeners that we had on the breakfast show, who literally commute to work and listen to us, they donated. They donated, and a lot of them text in to say we're donating because we love hearing you in the morning, obviously, but we're donating because we realise how much hangs on you, how many other communities are dependent on you. So they got it. In the space of the COVID situation, where we were sending out these news bulletins in other languages, you could have maybe expected them to be a little bit like, hey, what's going on here? Why is this happening?
No, they got it. They understood what was happening. And the donations we got in from people who've been involved in, obviously, Radio Ara over the years, and also listeners who've listened for years, they were often attached with messages of support about what we were doing. So they understood. The big question for us now is who else understands the situation and how important the work is that we do. Do the right people understand? The audience, yes. And I'm going to go out, I'm not going to talk on and on and on, and I'm not going to go out on a negative note. I am going to go out on a positive note and say that people aren't coming forward in the political sphere and saying, yes, they understand and yes, they will do something about it. But I genuinely believe that we've made enough of an impression over the last months that they understand what is going on and how important we are, and that's part of why we're having this conference at the moment. And I'm going to go out on a positive note, and I'm going to leave you. Oh, I forgot to do your slides that you wanted me to do. Go on. And that's the team. Ta-da, the team. And one important thing to say about that photo is none of us, well, some of us had met, obviously Romy and Lars and I had met, but the rest of the team, they hadn't actually met at this point, so it was all kind of over Zoom and just photos that we were taking on our cameras and stuff like that. So, so that photo was an action in itself. Sorry. That's all right. But as I said, we had It's not working. So we had the 33-hour show, and I went out on a limb, as we often do, or as I often do, and I decided I would be a little bit cheeky, and I would invite Corinne Khan, who's the integration minister, to open the marathon show. So she was our first guest, and I was hoping to leave you with her words, and I think I will be able to. Yes, you. And rather than me finish up, just leave that to her, because she gets it. Whether whether it all comes the way we would like it to come in the end. Just press start. Yes. Is another thing, but I think her words show that she gets it. Thank you. Minister for Integration and Families joins us. Good morning. Hello. I saw you dancing when you came in, so I think you like that one. Yes, I like music like that in the morning. Okay. That wakes me up. All right, a vote from you then. Well, we do need actually your vote and your support. And well, first off, thank you for joining us. We do appreciate that. Actually, I'm joining as a neighbor because I live in the neighborhood here, and so when you ask me to join you, I always come. Fantastic. I'm just nearby, and as a neighbor, I think that the local radios are quite important for the international community here in Luxembourg. So I thought, okay, I step by and say hello and tell you that you have my support. Fantastic. We do appreciate that. And well, I mean, we're hoping with your support and with the support of all of our listeners that we're able to keep going and keep this whole thing going. It's been, on air for 30 years now. We certainly wouldn't want to lose it. Do you think that we'll still be around next year? I hope that you will stay, because it's, I think now with the coronavirus, we saw how important communication was. And even if integrating a society, integration is in every direction, actually. It's not one person that integrates another society. It's the whole society that integrates, actually, people together, if I can say so. But when we talk about the coronavirus, for example, we talk about communication. How do I get the communication to the people? And there, I think that radios where people can have information in their language, in their native language, is much easier than if we have to communicate on other ways. So I think that in a country where almost 50% of the population is not Luxembourgish, and where people should learn Luxembourgish to integrate, because we have to grow together. And Absolutely. I think that Luxembourgish, the language, is a very nice tool to grow together. But and that the language is also a culture. It's not only communication, but still it's important also not to forget where you come from and who you are and what your native language is. And even if you
should talk Luxembourgish. You should not forget, and you do not have to forget where you are from, where your parents came from, and what your language is here in this country can be. I couldn't agree more. Okay. So, während Schiederin noch die bedächte Schwierder von der Madame Kahn, ob sie schwirken, Karlose, Wöllosen, die sie ihre Kaffee sich selber, wie sie ophält, gebe ich dann ein riesige Merci so und Lisa und Lina für den Beitrag. Lo also löst den Moment, wo mein Gesprächspartner, ich gendere nicht, weil jetzt die lauter Männer, die da bei mir kommen, also die können erst so lösen, ob die Weh bei mir machen. Ich gebe dann den Moment auch noch ein profitieren für die Leute, die, falls Lorecht an den Stream rankommen, sind ein Bescheid zu sagen. Also wir hatten da zwei ganz spannende Beiträge. Und wir werden da nur Gespräche darüber führen, wie mit dem Umstand, dass der Medienpluralismus für seine letzte Chance steht, kann umgehen. Verschiedene Leute waren vielleicht irritiert, weil ich für Druck gesagt habe, ich gebe mich selber nicht vorstellen, es geht den Ofen definitiv nicht um mich, mir tut ich da deontologisch Gründe. Wenn der selber am journalistischen Bereich schafft oder gerne Zeitung liest, kennt er ja die Boxen, die hast du innen am Eck sehen, wo eine Transparenznotiz draufsteht. Dazu wollte ich ganz kurz sagen, ich war den Ofen nicht den ersten Schwar und ich kann das extrem gut nachvollziehen, weil es gibt ganz, ganz viele Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen und andere Menschen zu Lützeburg, die auf dem Dossier schon viel mehr lange arbeiten wie ich. Leider waren verschiedene Leute verhindert, für andere Gruppen nicht erlaubt, von ihrem Arbeitgeber hinzukommen. Und da war ich der Rettungsruf, der für uns für die ich angerufen habe. Was deontologisch ein bisschen schwierig ist, das will ich denke, ausschwätzen, ist, dass ich erstens beim ARA gelernt habe, für 15 Jahre, mehr aktuell eben noch bei einer Show mitschaffen, die zwar vom Cäsars bezahlt wird, aber die aber eben lief Radio ARA, das ist mehr wie Sex. So viel zur Transparenz, schon aber die letzten 13 Jahre auf vielen anderen Plätzen geschafft und ich meine, wenn ich seinen Job als Journalistin stellt, da geht es ja darum, kritisch, kontrovers Diskussionen zu führen und die Leute gleichermaßen die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken und die dürfen auch gleichermaßen mit mir streiten und mit mir streiten. Also mir schon gesagt, viele Leute kennen die Debatten, die man ausschneiden. Dafür wäre es schön, wenn man nicht dasselbe drum knallen, was die letzten Jahre diskutiert gehen, als wir heute noch probieren, ein bisschen mehr weit zu gehen. Übrigens, das hat ich für vergessen zu sagen, also morgen geht es ja auch noch mehr praktisch Beiträge. Also morgen geht es bald weiter, das macht den Abend nicht gedauert. Ah genau, und das ist super fein, dass den Stuhl frei ist. Wir waren am Anfang nicht so sicher, ob wir das durchziehen sollten oder nicht. Also das Medienministerium hat eine Invitation gekriegt, also aber wieder gesehen, es gouf aufgesucht. Wir wollten just Bescheid sagen, dass die Invitation erfolgreich ist und es durchaus bedauerlich ist, die Diskussion ohne sie zu feiern. Und es goufen auch politisch Akteuren invitiert, wo eben auch leider die Resonanz nicht die war, für den Ofen dort zu sehen. Dafür habe ich eigentlich auch vielmals merci, dass die Lo hier sitzen. Und da gebe ich auch mal den Aufhängen erst zu präsentieren. Wie gesagt, ihr könnt froh während dem stellen, die könnt ihr aber auch, also die könnt auch bisher nur warten. Mir gehen bei dem eins. Also ich habe probiert, erst ein bisschen mit denen zu kombinieren an der Präsentation, für zu gucken, wie das zusammenhängt und wie das nicht zusammenhängt. Ich gebe mal einfach bei mir Herr Siewerk aufhängen. Die sieht heute Abend für die Presseroute. Die sieht aber auch, also hat lange als Journalist geschafft. Die sieht im Moment Chefredakteur und Direktor beim Tageblatt. Aber was ich interessant fand, das ist den Lien zum Herrn Kies. Die geht genannt an der Studie, über die wir später noch Werte schwätzen. Zwar nicht namentlich, mir kriegt ihn aber rausgelesen, nämlich dass ein Risikofaktor rückgegangen an der Medienpluralismusstudie, an denen GOV eine Korrelation gesagt mit ihrem Weggang von dem Medium, bei dem der Führung geschafft hat. Also dafür wollte ich so, also die sieht keinen direkten Risikofaktor mehr, die hängt mit dem Risikofaktor zusammen an der Studie. Da gebe ich dann, weil das eben passt, mit Herrn Raphael Kies weitermachen.
die hat mehr wie Enkelo schon zum Medienpluralismus geforscht. Die hat eine Studie gemacht, die für Lützeburg durchaus relevant ist. Da werde ich ja nur noch mehr frohe Genede zur Stelle, weil ich interessant fand, das schon Studie ganz gelesen. Und ich fand interessant, dass zum Beispiel bei ihren Feststellungen, du siehst auch Verbesserungen dran abgelöscht, die genannt gehen, aber was ich interessant fand, eng von den Verbesserungen aus der, dass das Medium reporter.lu geschaffen gehen ist. Aber mal, du bist ehrlich, mal da selber sehen, die Medium aus nicht geschafft gehen, weil Politik an der Stadt eigentlich ganz gut arbeiten möchte, mir das ist ja echt das gute Medium, die probiert das viel mehr kritisch in der Loop zu holen. Das heißt, von den Vierdeler oder von den Autoren, die zu der positiver Viergehöfe gehen, die haben dann echt mit der journalistischen Arbeit zu dir, wie du mal, dass ein Terrain für den Medienpluralismus geschaffen wird. Also das ist man denkt, These, die ich gerne mit an den Raum stellen. Da gebe ich gerne, ob den Herr Horscheid zu Schweizer kommen. Ich habe mehr Papieren gelesen, wo Platz, die der Haut vertritt, nicht L'Autorité genannt wird. Das fand ich ziemlich impressionant. Der genaue Titel ist dann aber Autorité luxembourgeoise indépendante audiovisuelle. Die geht an einem Artikel vom gerade genannten Reporter als Papiertiger bezeichnet. Und ich wäre ganz froh, wenn man da drüber schwätzen, ob der selber so vorhält oder ob es da viel, viel mehr Potenzial gibt. Also die Gesichter vielleicht schon ein bisschen Stoff mitgeben, für dass wir direkt an Diskussionen mal dran kommen. Dann habe ich beim Herrn Antoni, also dem Guy Antoni, abgeschrieben. Er ist schon ganz, ganz lang beim ARA dabei, den übrigens auch an ihrer Studie außerdem genannt wird. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es ein Hardcore-Ehrenamtler ist. Und ich habe probiert, also das Trolloball voll Haut von Seite vom ARA. Schon eng alt Table Ronde gelauscht hat vor 4 und 3 Jahren. Du hat den Herrn Antoni erklärt, dass politisch Debat sondes nämlich leicht organisiert konnte bei Radio Ara, weil ihn Technik hat müssen retten, währenddem musste Staubsaugerin und aber auch noch hat müssen politisch Debat für bereden und dass das eine von den Komplikationen war, ob die da man dann den 90er gestoßen und ja, also heute soll man dann nicht drüber schwätzen, wenn ich da Staubsaugt, mehr wo den Ara dann eben Haut steht. So, dann der letzte Satz, dann gehe ich erst Wort. Wenn die zwei Wörter Last Chance liest, ist das ja relativ frustrierend. Ich habe für schon gesagt, das ist eine relativ echt Situation, an der wir gerade sind. Und dafür gebe ich erst dann nur eine Frohen. Es fühlt sich ein bisschen wie wenn man so eine Selbsthilfegruppe wären, die du eigentlich bei ihnen sitzt. Oder wie wenn man quasi ob ein antizipatives Begriffnis gibt, wo den begriffen soll, gehen dann nicht ganz am Graf dran leiten, wo man so ein bisschen darüber debattieren, wie man dran lehen. Ist das eine Wahrnehmung, die dir auch so spielt, oder hat er Lust, mal zu widersprechen? Also, wir können gerne, also, falls sich direkt Ihr Beruf fehlt. Soll ich da noch weg? Aus dem Mikro? Ja. Ja? Ja, das ist Mino. Okay. Wenn ihr seht, den Abend Last Chance, das geht ja voraussetzen, dass wir den Abend können Decisionen holen, für das Problem aus der Welt zu schaffen. Und ich meine, dafür sind wir manifest nicht tot, dafür sind wir nicht outiliert, wir können nicht dezidieren. Wenn ihr Last Chance ein bisschen mehr in Zukunft guckt, was könnt, was also das, was an der Diskussion, sind an der Diskussion Elemente für die schwere Situation vom Radio Ara, von anderen Medien zu retten. Und da muss ich noch natürlich diskutieren. Dann muss ich das nicht machen für die Leute, die Decisionen holen, ob Probleme aufmerksam zu machen, Probleme identifizieren, Lösungsvorschläge proposieren. Ich muss erst direkt fragen, als das dann nicht geschieht. Ihr seht ja auch nicht recht seit 4 Jahren Posten. Wir haben Berichterstattung über den Sujet gehabt, ob man schon, ich weiß nicht, 4 oder 5 Table Ronde zu dem Thema. Ja, wenn die Reaktionen
zum Beispiel par rapport zu dem neuen Medienhilfgesetz guckt, dann wurde die Impression, wie man bei den direkt Betroffenen, bei denen, die sich silo öffentlich ausgedrückt haben, de Message nach net fährt ukom sinn dat den Doteprojekt de loi net durchgeht fir dat ze retten, wat Leute zur Diskussion steht. Da kann ich natürlich mir weit und sich vorstellen, als dat gewollt beim den politischen Pouvoir fir den Organismus wie Radio Ara oder einer Medienhäuser zu retten. Da muss ich natürlich betreffend Leute frohen, ob das der Willen ist. Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich der Willen ist, für eine pluralistische und diversifizierte Medienlandschaft zu haben. Voilà, dann muss ich sich wirklich seriös vorstellen, ob ich im Richtigen wäre. Ja, Sie weg wie aus Ihrer Ausschätzung los? Seht ihr ob einem Begriffnis schon an der Selbsthilfegruppe oder um gute Weh therapeutisch aus der Situation rauszukommen? Spezifisch der Radio umgeht, also die ganze Presse, die Mikro geht nicht. Direkt Rolle dazu, außer dass es effektiv mengenlich pur Leute vom 100 kommen. Ja. 1, 2, 3. Ich mengen in 2 Malabstoff vom Radio Ara eng Pressekart hunn méi der Radio Ara sech eben net doaus definiiert, dat lo eng gréser Redakioun do wie an den Presserot an senger eichter Funktionun as se do fir Pressekarten u professionell Journalisten ze verginnen. Per Definition ass dat net Tabmissionioun vum Radio Ara, den an der gréessten Deels op volontariat funktioniert. Pressehilfsreform ugeht, kann natürlich nicht der Urgenz, die du offensichtlich beim Radio R gibt, 2 Blicke drauf werfen kann ich so mal die Debatte 4 geschlossen hast, passt nicht gut. Mit die anderen Dinge, also dass den R überhaupt du 4 gesehen hast, weist darauf hin, dass der Willen für etwas zu machen überhaupt, dass den du hast. Mittel ist vielleicht nicht das richtig, aber dass ein Radio wie, also dass ein Medium, Community-Medium überhaupt an einem Press, also an einem Medienhilfsgesetz vorgesehen ist, das ist neu. Also, wieso wird man nie an der Diskussion den Text probiert, eigentlich durch Sachen heranzuholen, die wieso nicht couvriert wären. In dem Sinn, kann ich mal sagen, dass das echt für die Radio Ara positiv ist. Mir als der Navi vom Presserot zu dem Thema ist noch nicht fertig, die von den Editeuren also fertig, an denen bläst die Gründe darauf aus, weil eigentlich ein bisschen dieselbe froh abwerft wie der Radio Ara selber, nämlich aus der Toten die richtige Platz und den richtigen Weg für zu machen, weil sich Hilfen zwar an Aussicht gestaltet gehen, aber auch Kriterien, die nicht bei der Radio Ara passen. Und dafür froh mir als ich, ob in vielleicht am selben Chor legislativ mit am selben Gesetz möchte, mit der die Wirklichkeit haben man eine Sektion 2 oder wer auch immer richtig getrennt, einen Deal, wo ihr seht, für den wir auch etwas, wir machen das ernst. Zum Beispiel für uns wäre es ja schon nicht vorstellbar, dass man Konventionen am Staat machen. Weil man dafür mir darauf ganz erpicht, dass es eben ein Gesetz gibt und nicht, wie wenn man bei der Online-Hölle von Reglement, die Conseil du Gouvernement, was relativ faktisch ist. Ich hätte gerne ein Gesetz, wo auch nicht mal eine Majorität andere kann mir da zumindest abfällt, wenn ihnen dann hat, während Konventionen zum Beispiel am kleinen Raum direkt mit dem Exekutiv ausverhandelt gehen, und das ist zum Beispiel professionelle Medien absolut nicht verbindlich sind. Nicht all den anderen Fragen philosophischer Art und Weise die Presse per se schon. Ich denke, so ein positiver Schritt, dass überhaupt probiert, etwas zu machen, was du proposierst, das nicht passt, das muss ich nicht machen. Für dich mal merci für den Beitrag. Ich habe mehrfach gewesen, ob es möglich wäre, dass du das Mikro, wenn der Herr nur schwätzt, an den Grab holt. Und den Herr Antoni hat geguckt, wie man einen relativ sehr reagieren will. Dafür soll ich auch dann die Mikro an den Grab holen? Ist das gut so? Okay.
Ja, also wir sind auch noch nicht unbedingt dümmer gewirrscht für das Eishölf, die wir frohen an dem dort Gesetz integriert wird. Es gab schon ein Jahr so ein Vierlach von dem Pressehölf gesetzt, und das war nach führenden letzten Wahlen. Und da war auch viel gesehen für eben Bürgermedien mit einem Plafond von 100.000 Euro pro Jahr und mit der Kondition von 2 professionelle Journalisten zu unterstützen. Demons hatte mir einen Brief von der Formateur geschrieben, dass das nicht auf alles passen, zumindest die Kontrant von den 2 Berufsjournalisten. Wir wollen das nicht unbedingt ausschwätzen, auch Berufsjournalisten zu tun mit Kontrant. Das passt nicht, das ist nicht als Priorität und das passt nicht auf die Art und Weise, wie wir funktionieren. Und da waren wir extrem schockiert mit all dem, was an den letzten 2 Jahren geschieht ist, an die Kontakte, die wir mit dem Medienminister hatten, wir hatten auch ein letztes Jahr Interview mit Herrn Büttel selber, an das an dem Gesetz, das am Juli deponiert wurde, genau dieselben Paragraph dran war, wie für 3 Jahre, das für das immens umgehauen. Ja, wie kann ihn integrieren, das, wie den Herr Siebeck gesagt hat, das kann ein ordentliches Kapitel dran machen, wo alles erklärt ist und Funktionalitäten beschrieben sind. Kann ihn auch erfragen, ob das Form von einer Konvention ist tun oder ob ihn das anders implementieren. An Deutschland zum Beispiel gehen auch so Hilfen oft über die Landesmedienanstalten geregelt, können also auch sich vorstellen, dass ein Alia, da man da betraut gehen, für etwas auszuhandeln. Kann ihn sich auch vorstellen, ob ihn das nicht viel mehr divers könnt abbauen, wie just 100.000 Euro und dann 2 Berufsjournalisten oder irgendwie so, wie auch mit kleinen Medien oder anderen Medien am audiovisuellen Bereich auch drin zu fahren zu lassen. Das ist natürlich so, wenn wir so bei Thalia, dann gebe ich just von audiovisuellen Medien schwätzen. Bürgermedien umfassen ja auch geschrieben oder vielleicht just Webpräsenzen. Da kann ich das vielleicht bei einem Zentrum für politische Bildung unordnen, wenn ich das will absplicken. Mit gut, das wie ihn genau umsetzt, da kann ich natürlich darüber diskutieren. Wir können uns auch ein Gesetz für Community-Medien vorstellen oder eine Integration an Gesetz über die audiovisuellen Medien, wie auch oft am Ausland gemacht wird, dass da angesiedelt ist. Voilà, das vielleicht. Also ich denke, dass wir heute Abend mit großer Wahrscheinlichkeit nach Pummel auf den ARA eben zu Schwätze kommen, mit der Problematik haben wir natürlich einfach auch noch andere Medien, die ähnlich funktionieren, so eine Schlumol. Also die sind nicht allein, es sind viele Leute, die davon erkennte betroffen sind und dafür ist die froh am Moment, was dacht das Gesetz letztendlich an also wirklich ein Garant für den Medienpluralismus können zu behalten oder geht es echt da so gut zu einem Gefahr? Du willst auf den Herr Kies kurz kommen, die hat ja verschiedene Sachen definiert, die laut der Studie mussten zuletzt geschehen, für das Gefahrenpotenzial aufgeht. Gibt ihr euch da wo eine Ausschätzung zu geben, was das Gesetz für Potenzial birgt, ob negativ oder positiv? Ja, vom Anfang an soll ich mich entschuldigen, weil eine schicke Frau. Wir sind im Moment da. Und ich werde nicht, mit dem Minister, ich werde nicht Lützeburg schwätzen, weil ich fühle mich nicht so gut am Publikum Lützeburg schwätzen, das werde ich Französisch schwätzen, wenn das geht. Bon, par rapport à la question du pluralisme des médias au Luxembourg, bon, cette loi est, à mon avis, quand même une avancée dans la bonne direction parce qu'elle donne une certaine clarté. Elle met une série de médiums ensemble, les médias en ligne, les médias écrits. C'est fini aussi d'avoir une presse qui est financée uniquement par le nombre de pages. Donc, et pour la première fois, est introduit dans la loi la notion de médias communautaires, ce qui n'existait pas avant, et ce qui va quand même donner une certaine pérennité à la notion de médias communautaires. Donc on suit là les recommandations du Conseil de l'Europe. Et ça, en soi, je considère que quand même, c'est une avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, le débat, c'est vraiment sur la question du futur de Radio Ara. Moi, je ne pense pas que le gouvernement a mis en place la notion de médias communautaires pour détruire Radio Ara. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Maintenant, c'est la question, et c'est ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est que dans une même loi qui est prévue pour le financement de la presse, donc pour le journalisme, on met dans la même loi les médias communautaires,
qui ont deux objectifs assez différents. L'un, c'est l'information, et les médias communautaires, ça va outre ça, et qu'on a mis les mêmes critères, c'est-à-dire le fait d'avoir 2 journalistes professionnels également pour les médias communautaires. Donc, à mon avis, c'est sur ça qu'on doit discuter, et je crois qu'il y a des moyens encore de réforme. C'est-à-dire que la loi va aller en commission, au Parlement, et donc il y a encore des changements qui peuvent être faits. Maintenant, idéalement, il aurait fallu avoir à mon avis, une autre loi, une loi sur les médias de presse et une loi sur les médias communautaires, et avoir un débat, comme on a eu pour la radio publique, un débat sur ce que sont les médias communautaires, quel rôle les médias communautaires doivent avoir dans la société, et les faire connaître. Un constat, parce qu'on parlait avant, est-ce qu'on connaît les médias communautaires, est-ce qu'on connaît Radio Ara? Ce que je sais des données, c'est que les gens ne connaissent pas déjà qu'est-ce que c'est qu'un service public au Luxembourg. À mon avis, il y a plus ou moins la moitié de la population qui sait c'est quoi un service public, et encore la moitié de la moitié qui sait quel est le service public au Luxembourg, en confondant Radio 100.7 avec RTL. Donc j'imagine que la connaissance par rapport à ce que sont les médias communautaires en général est encore plus basse. Donc déjà, il faudra avoir un débat sur les médias communautaires, et le fait, si on avait une loi spécifique sur les médias communautaires, ce serait l'occasion de mieux faire connaître ce qu'elles sont, l'importance qu'ils ont dans la société. Donc voilà, ma proposition, c'est qu'on ait une autre discussion, ou possiblement faire une autre loi spécifique sur les médias communautaires. Et je voulais ajouter un point, on ne peut pas parler des médias communautaires en général, parce que chaque média communautaire a des besoins qui sont différents. La radio a d'autres coûts qu'un média communautaire comme un journal ou qu'un journal en ligne. Donc, même en imaginant une loi sur les médias communautaires, il faudrait distinguer les critères de financement par rapport aux différents types de médias communautaires. Voilà. Merci. Die könnt gerne reagieren. Ja. Ich hoffe, ich habe mich richtig ausgedrückt. Meine Idee war nicht für zu sagen, dass den Projekt Loi gemacht ist, für Radio Ara zu zerstören. Das ist ja nicht die Intention, und das ist bestimmt gut. Aber ich wollte just nach einem juristischen Stehen an dem Ministerium der Gerd gehen und schaffen, dass ich mich klar noch rausgeteilt kriege für nicht Juristen. Das Projekt Loi, das seid viel bei den Medien, bei den Editeurs citoyens, dass die Hilfe zu gut kommt, den eine Vocation non lukrativ hat, also ein Ziel nicht ist, für ein Benefiz zu machen. Und da geht in das Gesetz von 1991 über Media Elektronik gucken, da steht an der Tresusradioen, was den RAS, in einem Justen verdient gehen, wann Trägerstruktur eine Société commerciale ist. Und wie sieht Société commerciale? Da ist der But lukrativ, notgedrungen mit dran. Ich sehe eine Kontradiktion zwischen dem bestehenden Gesetz und dem Projekt de Loi, die irgendwie nicht an den Hut kommen. Sodass ich schon lange auf dem Punkt wirklich Überlegungsbedarf gesehen für den Projekt zu überschaffen, für wirklich sicher zu sein, dass Community Media auch wirklich an den Benefiz von den Hilfen kann kommen, die wir gesehen sind. Also du zu so nicht wäre schlechte Willen. Ich meine, das wäre sich weit aus der Fenster gelegen, mit das einfach die Passage, den ihr an dem Entwurf gesagt, den entspricht ja einfach null der Besoin an der Realität. Das, was dir geschwart wird, das ist der Punkt, der dann hat du schon geschwart, das ist unter anderem der Punkt mit der professionellen Journalistin, dass die nicht den echten Besoin befriedigen, den der Radio hat. Denkt ihr, dass es da eine politische Unkenntnis gibt von dem Marché tatsächlich? Also das ist vielleicht auch eine Frage, die mir groß rum. Weil du anschließend gebe ich mal der schaut und schon gerne die Qualitätsdiskussion feiern. Also die vorherige Präsidentin vom Presserat hat das schon kritisiert, weil ja gesagt wird mit dem Gesetz, es wird etwas in der Qualität vom Journalismus geändert gehen, das ist möglich. Politischen Einfluss und ein politisches Engagement für das Gesetz an Runden zu bringen und nicht Frieden sich, wie schwierig geht es, wenn Politik Qualität definiert, an dem Moment mal definiert, wo die drauf festzumachen ist. Ob die durch Menschen festzumachen ist, ob die in einer Karte festzumachen ist, die konfirmiert, ob es der Journalist ist oder Journalistin ist.
generelle Idee, die à la base von dem Projekt als für Qualität vom Journalismus, also Qualität von den Publikationen zu fördern, das kann ich nicht unterstützen. Natürlich kann ich das, muss ich einfach froh, selber froh, was die Qualität bedeutet. Ja, was bedeutet die Qualität? Das ist dann froh, was muss ich für Informationen gemacht und für Journalisten gehen. Da geht die ganze Welt an den Journalistenberuf ran, und Konditionen für eine Pressekarte zu verdelen, wen sie verdelt, wie sie verdelt, welche Kriterien. Wenn man dann als Fokus setzt, Qualität, ja, da muss ich irgendwie umsetzen. An dem Moment, also in Pressekarte, den ich machen, da kann ich natürlich auch nicht weggehen und sich nicht fundamental vorstellen, wie der Journalistenberuf als solche. Aber das ist ja manifest mal nicht die Stoßrichtung von dem Leute-Projekt. Ja, mit das einfach die großen Debatte über die Presserot, wie gehen die Karte verdeelt, G6-Kuren durch, die von Leuten gehalten geben, die teilweise selber nicht unbedingt eine journalistische Ausbildung haben, eventuell viel Erfahrung mitbringen. Ich fand, das Abendfüllen kann ich mal Table Ronde machen. Und dann als noch froh mit der Komplexität von dem Debatte, was tut den überhaupt mit Radio Ara zum Beispiel letztlich zu dienen? Aber das mit den anderen Community-Medien zuletzt brauchen die unbedingt Journalisten oder brauchen die vielleicht etwas ganz anderes. Und da kommen nicht zurück, ob froh kann Politik besoin von den Medien oder als der du ich verspitzt nicht lo pro forma Einschub, der lo eben hier an dem Gesetz noch dran ist. Etwas ihr vergessen zu sagen. Ich ging dem Radio Ara nimmer rekommandieren, zu probieren, mit diesem Gesetz durchzukommen. Weil all die anderen Medien werden in 7 Jahren darauf gewährt, dass es ein Projekt Loi kennt. Das Projekt Loi ist annonciert am Koalitionsakkord 2013. Das heißt, wenn der Community-Medien aus dem Text raushält, ich habe keine Garantie, wenn ihr den neuen Text kennt. Das heißt, einfach nur nicht contre fond, mais contre la forme, ging ich den Weg gehen, der so lang wie möglich an dem Text zu halten, geht er den komplett umschreibt. Weil das könnte man ein lang dauern. Für die andere Frage von der Qualität, das ist ja genau da, wo in sollte aufhören nervös zu gehen. Wenn Regierungen von Qualität schwätzen an Medien. À la base haben wir zu Lützeburg Prinzip von Meinungsfreiheit. Da fängt es an. Und daraus ergibt sich dann Pressefreiheit. Man dann wieder als Journalist, also pressemäßig tätig, kann etwas gehen. Und da ist es nicht an irgendeinem zu sagen, ob man das darf oder nicht darf, und auch die Protektionen, die aus dem sowohl aus der Konstitution kommen, wie auch aus dem Meinungsfreiheitsgesetz kommen, sind für Witwerien, die sind nicht rein für Journalist professionell. Journalist professionell als etwas Ähnliches, da geht es eigentlich just darum, just das falsch tut, aber da geht es darum, sich zu bescheinigen für Dritte, dass man einer Person zu dienen hat, die hauptberuflich den als Journalist schafft und da am Idealfall kein Interessenskonflikt durch andere Aktivitäten hat. Viel mehr sieht die Karte nicht. Sie sieht, ja, effektiv geht die das Gesetz da doch nicht mehr so explizit vorgesehen, wie man gemerkt hat, gesagt, geht eine Frage von Stage oder Formation, die man derzeit möchte. Das ist aber alles keine Garantie dafür, ob er gut oder nicht gut an seinem Job ist, genauso wie ein Diplom auch keine Garantie dafür ist, dass er in einem anderen Job gut oder nicht gut ist. Ne? Und es ist auf alle Fall ganz klar eine Linie zu ziehen, dass es nicht an der Politik ist, Qualität zu appréciieren. Und für den Rest kriegen wir, also kann ich darüber ganz viel diskutieren, und das ist relativ sicher auf dem Punkt, wo ich feststellen muss, dass Qualität auch am Journalismus wie auf vielen anderen Plätzen ungefähr da ist, wie du fängst weh zu tun, obwohl du kein Milieu ist. Ne? Die journalistische Qualität als ein Debat für sich, ich meine, wenn wir den hier abmachen, dann geht es einen langen Abend. Natürlich.
wir wollen mal koppeln und den Begriff, und den es heute noch geht, nämlich der Medienpluralismus. Dem Moment, dass du dann froh, als die Lohn auch garantiert, und wie fern als die gefährt. Also, den Herr Kies darf gerne réagir. Par rapport à la question de la qualité, cette loi ne va pas garantir, va peut-être garantir un plus grand pluralisme, ou essayer de garantir un plus grand pluralisme, mais elle ne peut pas garantir la qualité. Et elle peut même, si on veut jouer un peu avec la loi, il peut y avoir des abus. C'est-à-dire que, par exemple, pour la partie du financement des médias ou médias émergents, ou des médias, simplement le financement des médias en ligne, la demande, elle est très simple. C'est 2 contributions originales par jour. Mais qu'est-ce que c'est que 2 contributions qui traitent un peu de toutes les questions de la société? Mais donc, un jour, on peut traiter du sport et de la météo. Un autre jour, on peut traiter de la famille grand-ducale et de l'Alzette. Et puis, bon, on traite un peu de toutes les questions. On ne dit même pas combien il faut faire. Donc, ça peut même être 2 paragraphes originaux. Et on rentre dans les définitions de la loi et on a droit à un financement. Et la commission qui doit évaluer le financement ne peut pas se prononcer sur la qualité. Parce que sinon, effectivement, on arrive dans un système de contrôle de l'État. Et qui sont-ils pour évaluer la qualité? Mais c'est évident qu'on peut arriver à quelques abus. La seule chose qu'on pourrait imaginer, c'est une commission faite de journalistes, de professionnels, peut-être même des pays étrangers, qui pourraient faire ce type d'évaluation, qui sont reconnus entre les pairs. Mais sinon, ce type de loi ne garantit pas la qualité, c'est impossible. Ja, mir lo einerseits der Punkt, mir andererseits lo schon drüber geschwart, wie geht die Qualität überhaupt definiert. Hoschert, die hat ganz eine interessante Aussage gemacht, die ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, im Radio. Die hat nämlich Medienpluralismus auf so verschiedene Art und Weise definiert, an dem Moment, dass es darum ging, um Decisionen, wen die Frequenz kriegt, die für den DNR hat. Und du hat also ich fand, da kommen wir nachher auf ein schwieriges Feld, weil wir gesehen haben, den Medienpluralismus, dann das, was du gesagt hast, also das Meteo und der Fotoschutzverein und dann auch kein englisches Zielstelle. An Boom die 100 Jahre geht und dann haben wir unsere Pluralität schon aufgedeckt. Weil die musst ja Decisionen holen. Also die hat gesagt, wir holen den Ofen keine Decisionen mehr, die sitzt an einem Feld, wo das Autorität tut, ob man es der Meinung zu so, wie möchte denn da mit für einem Begriff? Ich meine, das hängt effektiv davon ab, was denn unter Medienpluralismus versteht. Den Projet de loi wird den als Regime en faveur du journalisme professionnel. Der Schweizer von Journalismus, das heißt, der Schweizer von der Informationsmission vom Journalisten von den Medien. Wenn die Medien nur just an der Mission gesagt, ich will die Leute da draußen informieren, da geht das vielleicht durch. Wenn ihr aber seht, Medienpluralismus, das geht nicht weit. Das geht auch an die Erhellung ran, das geht an Informationen auf verschiedene Kommunitäten ran, auf verschiedene Sprachen, vielleicht am Kader vom Journalismus auf strikt verschiedenen Niveauen. Journalismus als Information, das fängt an beim Autosaccident, dann teilt ab bei einem Enquete-Journalismus, den irgendwelche größere Dysfunktionementer abdeckt. Voilà, ich meine, à la base muss man sich vorstellen, was will ich als Medienpluralismus hier am Land tun. Aber ihr seht, für mich als Medienpluralismus Information vom Autosaccident bis bei Dysfunktionementer, es ist eine Erhaltung, es ist Education, es ist etwas machen für nicht nur unbedingt für alle Sprachcommunities am Land, weil wir werden 83, 90 schon, das wäre ein bisschen kompliziert. Wir wollen aber wenigstens 15, 20 verschiedene Sprachen will aufdecken, von denen der Staat als Ziel vom Medienpluralismus geht. Voilà, da muss sich auch die Moyen gehen, für das zu machen, weil das ist ganz evident. Wenn ihr etwas wollt machen für verschiedene kleine Sprachcommunities, so Service deckt sich nicht über die Reklamen auf.
die braucht einer Source de Financement. Aus dem Staat gesehen nicht direkt wie ein substanziell regelmäßig Source de Revenu da kann nicht stehen. Aber da muss das Regime dort auch so abgebaut gehen, dass all die Besoin, die identifiziert wird, am Pluralismus, die aufdecken, dass die auch wirklich effektiv gefördert werden. Die große Vor ist ja im Moment, was hat die Krise heute bewirkt, hat sie positive Sachen mal gesprochen oder hat sie nachher den Fanger Dave an vorn gestochen, die hat von der Sprachpluralität geschwärzt. Dem Moment, wo so viele Menschen heute zusammen leben und Informationen brauchen, ich probiere über meine letzten 13 Jahre nachzudenken, um mich zu fragen, welche von den 5 Redaktionen nicht möglich gewesen wäre, tatsächlich all die Gruppen, die müssen informiert gehen, zu informieren. Ich bin für mich selber zum Schluss gekommen, dass das quasi unmöglich gewesen wäre. Und dann habe ich mich gefragt, dürfen Sie Stadt als größtes Medienhaus leisten an einer Krise, zu sagen, wir kriegen das tatsächlich praktisch einfach nicht hin. Wir können den Dossinger Sorgfaltspflicht eigentlich noch an der wir da für sich selber noch behaupten, dass sie überhaupt selber zum Medienpluralismus beiträgt. Also das ist ein froher Thron. Die scheinbar nicht so gut verstanden gehen als Kratsch, sie gerade ganz gut. Es wird nur gesagt, dass die letzte Chance vom Medienpluralismus. Froh ist ja, was überhaupt aus das, was im Moment geschieht, dürfen wir das überhaupt so nennen. Also wenn man just die geschriebene Presse gucken mit dem neuen Gesetz, meine ich, wird der Medienpluralismus da aufholen. Zum einen die Qualitätsdebatte wird nicht erfüllt gehen, weil es neue Mechanismen. Früher waren natürlich statt von Quadratmeter gedruckten Zeitungen und war restriktiv, das ist da eine Wochenzeitung an anderen Sprachen, Lützeburg, Deutsch, Französisch, dass das so abgemacht gehen, ob Englisch oder Portugiesisch, der Web ist auch so zulässig, Monatszeitung ist so zulässig, das ist da eine Ouvertüre. Mit der Fakt, dass den Journalist professionell ob der Kap bezahlt wird, das wird zu neuen ökonomischen Überlegungen feiern. Weil ein guter Journalist, der recherchiert Beiträge möchte und von der Karriere aus, für die kriege ich genauso gut 30.000 € für die Jungen, den ich gerade ausstelle. Und die vielleicht nicht oder noch nicht so viel drauf hat. Das heißt, da werden Sachen geschehen. Und da werden auch wahrscheinlich verschiedene Medienhäuser probieren, andere Aktivitäten nach Nivelange zu machen, die dann die Journalisten auch nach machen, wo sie kommen. Das Gesetz, meine ich, als eine enorme Befehlung von 2 Medienhäusern, die an der Vergangenheit absolut gut nicht profitiert und respektive Recht über die Online-Pressehilfe zum Zug kommen sind. Ich meine, das ist ganz klar, mehr so modern wird gewonnen durch das Gesetz, an den essentiell wird gewonnen. An die anderen, an die werden dummer da, die sind komplett Publizitätsmarché tätig, die werden dummer da hier an dem schweren Marché, den Moment da ist, hier Position des Marché renforcieren, an die anderen Presse, die wird nach mehr leiden, wie das schon sowieso der Fall ist. Das ist also eine Mutation, die am Gangen ist, und da gesehen ist wirklich eine Reduktion perspektivisch vom Medienpluralismus. Wir haben dann nicht aber noch immer eine Lützeburger Wählerschaft, die für eine Lützeburger Wählerschaft schreibt. Das kommt dabei. Wo ist die Öffnung und natürlich all die fremdsprachigen Kommunitäten hier im Land? Das ist auch noch nicht da. Und wenn man dann den Mechanismus guckt, dass neue Emergenten könnten kommen, die mussten aber die haben 2 Jahre Zeit und dann mussten sie schon auf das Minimum von 5 Berufsjournalisten kommen. Und wo sind dann die anderen Setten? Die Publizitätsmarché ist das eine und das andere, das wären Abonnementen. Das kann ihr auch lange nicht abgehen. So da sind eben darüber heraus, was das Gesetz dafür gesagt, müssten andere Mechanismen möglich sein, die vielleicht an den Community-Media-Bereich dann sicher gehen. Vielleicht ist aber auch die sprachliche Restriktion vom Gesetz zu angefasst, vielleicht ist auch das Minimum von 5 Berufsjournalisten zu angefasst für verschiedene Sprachkommunitäten. Das wäre mal eine Überlegung. Auch etwas an der Vorbereitung habe ich schon ein bisschen auch gelesen. Stadt Wien zum Beispiel, die hat über 3 Jahre, wo die 2,5 Millionen € alle Jahre ausschüttet und Projekte, wo neue journalistische Innovation soll gefördert gehen.
Und das ist hauptsächlich eine internationale Fachjury, die darüber soll entscheiden. Also da gebe ich auch ein interessantes Modell von, wie ihr könnt neue Sachen ausstoßen, die taut noch nicht gibt. Wie sieht das aus, wie von der Welt Ich meine, wir fanden sich dieselbe Diskussionsrick, die wir auch bei der Reform von der Pressehölle hatten, nämlich fundamental gehen zwei Pointe de départ. Die eng, die so, was wichtig ist, dass das was produziert wird. Wir müssen dafür sorgen, dass viel von verschiedenen Richtungen aus journalistische Kontinu produziert wird für allmählich Kommunitäten, für allmählich Aussichten, also weltanschauliche Aussichten und so weiter und so fort. Und gehen die einer, die so die stellen ein bisschen drauf vom Philosoph, weil das Bam, den am Busch umfällt und das Kind dafür zu hören, möchte kein Medi. Muss gucken, wer wird dann tatsächlich konsumiert. Dass der Konsumateur von der Information, wie gesagt, mal Informationsjournalismus sind, den zielt. Und die fragen, wer bringt es für 100 verschiedene Medien zu finanzieren, wenn aber kein Marché für sie da ist, aber kein sie lauscht, aber kein sie guckt, aber kein sie liest. Und das kann ihn über Maison Moderne und über l'essentiel so, was sie wollen, aber die haben über lange Jahre gewiesen, dass sie ein Marché fanden, dass sie sich finanziert kriegen, ohne staatlich helfen, nur engem Modell, den sie vorausgesicht haben. Und so rein medientechnisch, ehrlich gesagt, soll ich nochmal erstens bravo sagen, weil das ist nicht einfach. Und wir haben auf der anderen Seite einfach banal froh, wenn man vom Medienpluralismus zu beschwätzen, man gibt mal einen anderen Marché für 600.000 Leute, die noch plus noch ein Grand B gedeelt ist. Die 300.000, die plus oder kohärent sind, vielleicht 350.000, der ganze Rest ist ziemlich zersplittert. Und da gibt man gucken, wer da vom Medienpluralismus hinkriegt. Wenn man in Deutschland gucken geht, da stellt er fest, dass so standardmäßig eine Population von 300.000 Leuten hat wahrscheinlich wohl nicht seine eigene Zeitung. Ne? Da kann von Zeit zu Zeit von Hamburg oder von Berlin ein Journalist angeflogen kommen, an ein spezifisches Sujet zu behandeln. Aber à la base, als an so Regionen normalerweise eine Regionalzeitung, der plus unter der private Radio gehört, schon viel mehr hoch geht es dann nach den öffentlich-rechtlichen landesweiten Radio, und das ist es dann. Das heißt, wenn man das vergleicht, dann ist das schon gar nicht so schlecht zu Lützeburg. Wenn wir das mit Island vergleichen, da fanden wir andere Elemente, also ziemlich ein Dienstland, was wir so an der Kriegsordnung fanden, was auch nicht funktioniert. Aber so von der Unzahl von Medien, die wir auf dem kleinen, komplizierten Marché haben, also ich weiß nicht, ob den Platz geht, wo da mehr geht. Und dann, als wie gesagt, Unzahl von Medien, sagen wir dann. Da gucken wir, wie groß sind sie dann? Was können die eigentlich leisten? Da sind wir da bei der Frage, was kann dann von verschiedenen möglichen Sachen, die ihn als Medium kennt, aufdecken, aber für die Gesellschaft gut, wie das aufgedeckt sind. Was für Medien können da Wert leisten? Was man da im Moment gesehen, tendenziell, also dass die generellen Publikationen, klassischerweise Jahreszeitung, dass die, und das ist kein Lützeburger Phänomen, dass die allererst bei der Teufel gehen. Ne? Also wir werden Theorie aufschließen, wenn man dort eng von den historischen Jahreszeitungen, die man am Krieg hatte, werden verschwunden. Durch irgendetwas ersät gehen, wird weit Westen von der Welt sind, eine Jahreszeitung zu sein. Wir gesehen bei all den anderen Jahreszeitungen, dass die Redaktionen mit klein gehen, respektive eng, die was ja Wunder ist, dass sie nach Götzeit, das wäre völlig sind da relativ langer Zeit im absoluten Minimum funktioniert. Die generell allgemeine Informationen, die du Neues abschließt, wo du den Sockel von Informationen kriegst, die ganze Recht überhaupt zu appréciieren, das verschwindet, respektive wird ersetzt durch eine Gratis-Information, die aber viel mehr breit ist. Also à la base durch RTL.lu für die Lützeburg-sprachig und durch l'essentiel pour Lu für die französischsprachig. Mit dem Hummer aber eng, das ist auch nicht genau zu vergleichen, mit mir hun an der Vergleich mit dem Lesen von einer
klassischer Jahreszeitung aber schon viel manner Dave goenden Informationsniveau. Und auf der anderen Seite man dann so klein Nischenakteuren, die zum Teil besser durch das Zeit kommen wie Jahreszeitungen. An das Beispiel davon eben Reporter, die gerade richtig gegründet sind in einem ganz spezifischen Kontext, direkt auf Rang digital gegangen sind, all Legacy-Probleme auf der Seite gelost sind, die Lektorat fanden, die wahrscheinlich von sich selber nie behaupten gingen, dass ihr Ziel wie eng Gesamtinformation von einem Publikum hinzukriegen. Ich meine, sie können manchmal nicht von sich behaupten, dass sie so mehr haben, wenn du Eis liest, wo ist das Gesamtbild über Politik? Nein, sie sind, kommen on top, ob eine andere Information, dass wieso das überhaupt gibt, also schon nicht schlecht, dass in der Umstand immer über die Pressehilfe, dass das effektiv ein Regime angefordert wird, für neue Ideen zu promovieren, die dazu führen wird, dass es mehr so Initiative wird gehen. Aber allererst muss man sich vorstellen, was als Resultat davon noch vielleicht viele Redaktionen haben, wir sind alle gefunden 6, 7 Leute. Als das dasselbe Phänomen, wie wenn man da vielleicht Männer hätte, mit einer Redaktionen von über 30 Leuten, die Möglichkeit haben, im Moment einen gewissen Firepower auf ein gewisses Sujet zu setzen. Und vor allem, was geschieht mit unseren Leser auch absolut kein, also der Bierger, absolut kein Lützeburger spezifisches Phänomen, den 34 Jahre als Standard hat, ein Gesamtpackage von Informationen zumindest zu gucken, nicht komplett romantisieren, wer das tatsächlich gelesen ist, par rapport zu einer Zeit haut, wo den Extrembeispiel davon ist, dass ja viele Sondagen über das, was Medienkommunikation angeht, dass davon ausgeht, wenn es wichtig ist, werdet schon bei mich kommen. Ne? Das ist das Facebook-Phänomen. Ne? Wenn es wichtig ist, werdet schon in einem Feed abkommen, und nicht eine Instagram-Story an dem Genre, aber wenn das nicht ist, dann wäre es nicht ganz wichtig. Das kleine Problem ist, wenn man dieselbe Leute begeht, an sie zu ganz gut Sachen Skandal blären, weil sie es gerade entdeckt haben, und du siehst, da wird unter 3 Jahren darüber beschwert, hast vielleicht auch eine Zeitung lesen. Ne? Das ist ein Problem, also ein gesellschaftlichen, ich bin echt auf der Seite so, also da wo kein Leser sind, bin ich nicht sicher, ob kein Medienkonsument ist, bin ich nicht sicher, ob da werde sie zu produzieren. Da haben wir natürlich die spezifische Situation von ganz kleinen Kommunitäten, weil irgendwie muss aufdecken, wir haben ein Problem, dass wenn wir den System voll durchziehen, wahrscheinlich Platz für also eine Gratiszeitung, eine Bezahlzeitung an einer Radio was, wird für ein Nationalstaat, den probiert ein demokratisches Funktionament zu haben, einfach nicht durchgeht. Dafür gibt es dann so Sachen wie Pressehölle, wird ja weit weg von der reinen Lehre von der Medienfreiheit ist. Ne? Den Kontext, den wir aber nie vergessen, dass das Grundproblem ist, dass man eigentlich für das, was man als Medien alle machen, bemerkt, gar nicht da ist. Ne? Ja, aber das klingt ja eigentlich schrecklich frustrierend. Und da könnte man ja eigentlich abhalten und zu dir rausgehen. Dafür ist für mich die froh, aber wenn, und das ist auch der und schon eher Institution ja als Papiertiger für Droh bezeichnet, also schon zitiert aus dem Artikel, ich frage mich, was der Moment muss Instrument der Sinn oder den Handlungsspielraum aus, für mit der Situation umzugehen, die man für uns ausleihen haben. Viele Leute ihre Standpunkt zu dem Gesetz gesagt, es sind viele Leute sich eins daran, dass sie sich nicht eins sind. Große Zufriedenheit über das Gesetz gouf lo manchmal nicht so viel verlautbart, was sind lo die Punkte oder Möglichkeiten zu handeln. Dem Moment, wo kein Politiker hier sitzen oder kein Medienminister, den du noch einen anderen Spielraum hat. Mir als Autorität, also ich soll lieber Autorität, weil das auch nicht Autorität luxembourgeoise an dem Audiovisuell oder so lang an Alia stand da so komisch wird. Da wird so eine schlechte Autorität. Als Autorität haben wir an sich relativ wenig Spielraum, weil wir kein reglementarische Texte machen, kein Gesetzestexte machen. Wir sind just dafür, die bestehenden Texte zu applizieren. Wir können sie eventuell
avisieren, wann der das war der neue Kompetenzbereich rauffällt. Wir können eventuell Probleme abwerfen, Denkustegin, ob so generellen Problematiken. Mir selber haben auf dem Niveau, dem höheren Niveau, kein Pouvoir, das ist klar. Weil am staatlichen, an der Organisation vom Staat sind wir nicht dafür da. Dafür ist die Regierung an Chamber, also Parlament da, für so Texte zu machen. Das ist, was wir können machen, dass wann es darum geht, dafür das nur geschaut wird, von einer spezifischen Autorisation zu verteilen, dann können wir Sachen wie den Pluralismus man da betrügt sehen, für eben en fonction vom Pluralismus unter anderen Kriterien als Decision zu holen. Ja, die können gerne. En fait, la question du pluralisme des médias au Luxembourg est toute la question, est-ce que la presse généraliste ne trouve plus son lectorat et pourquoi l'essentiel maintenant a reçu un financement alors qu'il n'en avait pas du tout besoin. Bon, ça c'est la logique parce que si on finance les médias gratuits, en ligne, on est obligé de financer aussi les médias l'essentiel. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Mais je pense que, à mon avis, la question essentielle qui se pose maintenant, c'est être au courant voilà, le problème du pluralisme en étant conscient du changement dont les citoyens consomment les médias. Et c'est là où il y a toute la transformation. Ils le consomment, il y a une attention qui est bien moindre. Donc l'essentiel, c'est bien parce que vite fait, on lit quelques informations et puis à la fin, on a la météo et on connaît un peu les histoires des stars qu'on n'a jamais entendu parler avant. Mais bon, voilà, on nous parle d'événements de stars et donc ils savent comment attirer le public. Mais ce qui est encore plus important, et ça c'est une question fondamentale qui ne va pas toucher que le Luxembourg, c'est que les citoyens s'informent de plus en plus à travers les médias sociaux et comme vous disiez, à travers Facebook. Et là, et que donc toute la visibilité aussi des médias luxembourgeois, en grande partie, y rentre à travers Facebook aussi. Donc c'est un point d'entrée tout à fait fondamental. Et ça, c'est des sociétés privées. Et c'est des algorithmes qui sont en place. Et ces algorithmes sont basés sur des intérêts purement économiques. Ils veulent nous vendre de la publicité. Donc ils nous abreuvent de tout ce qui nous garde sur ça. Donc, si on aime Pocahontas, on va avoir plein de Pocahontas, de publicités autour de Pocahontas, juste pour qu'on reste. Ou si on aime le tennis, on va avoir plein de choses sur le tennis. Et si on aime un certain type d'information, on va avoir un certain type d'information. Et c'est là, à mon avis, le grand danger du pluralisme, parce que les citoyens s'informent de plus en plus à travers des systèmes d'algorithmes. C'est comment repenser ces algorithmes de telle sorte qu'ils nous donnent un type d'information qui ne soit pas uniquement une information qui renforce ses propres opinions, mais qui nous mette face à une pluralité d'informations. Donc le débat, il n'est pas uniquement luxembourgeois, mais il va plus loin. C'est des sociétés privées américaines ou d'autres pays qui contrôlent de plus en plus les informations qu'on reçoit. Donc je fais juste un commentaire pour complexifier encore plus et pour dire que ça va être encore plus compliqué. Das ist ein gutes Stichwort für ein anderes großes Thema, das ist Education aux Médias. Die Leute müssen verstehen und lernen, wie sie Medien konsumieren. Dass es ein anderes Resultat hat, ob sie die Worte abschlagen, ob sie auf Reporter.lu gehen oder ob sie auf Facebook gehen. Die Informationen, die sie kriegen, ist ganz anders. Und die Manier, wie sie die Informationen müssen verschaffen, ist ein ganz anderer, dem wo sie gehen. Das weiß ich nicht de façon innée, dass eine ganze Reihe Leute wissen, dass das so ist. Aber ganz viele Leute wissen es nicht. Fängt schon bei den Kindern, bei den Jugendlichen, wo sie denen das erklären. Und da ist eine ganze Rolle um Medienerziehung, den erfordert das, den auch müsst gefördert gehen, für das eben so Probleme am Kader von der Konsumation von den Nachrichten nicht auftauchen. Dass das immer eine Perspektive gesagt wird, und dass das nicht so 1:1 abhält, wie da um Schirm steht, aber dass das eine Relation mit anderen Sachen muss. Just Englandsbrierchen. Ich bin nicht sicher, ob es immer die
Kanner an die Jugendlich sind über dem Reis an dem kann die mechte Suge machen soll, weil feststellen der Moment, dass dat eigentlich die schon erwurse wären wie neue Medienformen en Sterne sinn, die hun immens Probleme sich mat der Partikulitéite vun de neue Medienformen ins zu gehen. Dat hummer gesehen wie Privattelekommers. Leute, die just mal dürfen recht der Tele opgewust sind, die hatten immens Probleme mat zu kriegen, von enger privater Telereportage war, dat vielleicht just war, weil dat gut gelehrt was an net hier ein soziologische Phänomen durchzustellen, wären wann so viel privat Deutsch Tele geguckt hun der Meinung, dat ganz Deutschland us sech als Swingerclub nennen wie an dat selbst mat Moment op Facebook, wo also ich meine méi die iwwer 65-jährig, die probieren sich im Internet iwwer Corona zu interessieren wie die 15-jährig. Ich mengen, dat die 15-jährige besser verstehst mich davon hun vun engem Medium, mat dem se opgewust sind, wie 70-jähriger, die engem so lang E-Mail schreiben, sie gegen alles drüber wissen. Das sind sie nicht drüber. Sie wissen nicht, just nicht. Ich bin 100% da verstanden. Ich wollte just das Mikro nicht zu lang blockieren, für das Ganze zu sagen. Ich gebe in diesem Kontext ganz gerne den Kollegen Joël Adami zitieren und dann auf die Antonienke ganz kurz zu schwätzen kommen, weil Joël hat bei der Table Ronde für 3 Jahre etwa Krümel statt Kuchen. Hat die Gehstose Drang der Radio Ara Community Media gegangen und hat damals gefragt, ob in Community Media nicht auch als also für Media Literacy von erwachsenen Leute kennt verwenden. Und die Launch wird schon gehen, das ist die große Frage, die du während Covid-Zeiten abgetragen hast, wo ihr merkt, dass es eigentlich nicht unbedingt die Jugendlichen sind, die nur direkte Probleme mit dem verschaffen haben. Wo kann, also für kurz bei dem Thema zu bleiben, wo leihen du effektiv Chancen von den? Ja, beim Radio Ara gesagt, dass just der Wolle von der Jugendedukation und Media staatlich gefördert wird über den Verein Graffiti und das ändert nicht unterstützt. Und ich meine, wir könnten auch eben am erwachsenen Bereich als Bürgermedium da eine wichtige Rolle spielen. Nie alles aufdecken, ne? Also das, ich will nicht falsch verstanden gehen, mit trotzdem eine wichtige Rolle spielen, für Leute an der Radio ranzuholen, für die besser auch nach wie Haut zu enkadrieren. Und gerade wie Lisa geschwärzt hat von dem Projekt, mit den fremdsprachigen Komiteiten im Land Redaktionen zu haben, wo auch Interaktionen sind zwischen den einzelnen Redaktionen, wo ihr merkt, wie die einzelnen Leute resonieren, wo auch ein Austausch ist. Dafür brauchen wir aber auch nicht fachlich Personal, das enkadriert. Also wir kriegen von der Övre nach ein Projekt, wo wir unterstützt gehen, wo wir eine Koordinationsperson haben, für so eine Redaktion abzubauen, zu summen, damit wir wollen, die arabisch-schwarze Farsi an Tigrini. Aber das sind immer zeitlich begrenzte Projekte. Die Mission vom Övre ist nicht ein Basisfinanzement zu machen. Das ist das, was also den Plafond, den an dem Gesetz draufsteht, an der Gesetzesvorlage, den die so absurd erscheinen lässt, weil allein das Projekt belebt sich auf dem Monat für ein Jahr. Und das ist dann noch ein kleiner Teil. Du hast keine Evolution damit möglich. Also das ist einfach, heute zu Lützeburg aus den Community-Medien Niveau Finanzement strukturell nicht berücksichtigt. Das ist so schön, dass neu etwas am Gesetz draufsteht, mit dem Europarat, dem Europäischen Parlament, schon 2008 angefangen, hier Membersländer abzufordern, eine Unerkennung an damit verbundene Finanzierungsmechanismen für Community-Medien, für Bürgermedien abzustellen. Andere Länder sind da viel mehr weiter, viel mehr sehr schon reagiert. Schweiz, Österreich, Deutschland, aufhängig nur den Bundesländern, du hast das immens auf Landesebene aufhängig, was da gemacht wird. Und auch da einfach die Verhältnismäßigkeit. Eine armselige Website, die kann mit dem neuen Gesetz 550.000 € kriegen als Plafond, eine Basisfinanzierung von 200.000 €. Mir geht gedeckelt mit 100.000 €. Andere Kontranten dabei, die nicht passen zu uns. An der Schweiz, zum Beispiel Radio Lora, Radio an Zürich, sie können von ihrer Autorität bekommen,
können Sie 640.000 Schweizer Franken pro Jahr kriegen. Das sind ungefähr 600.000 Euro. Hier Kontrant aus für Sie, Sie müssen 20% Eigenfinanzierung bringen, da können Sie den Monto dann auch aktiv accedieren. Also Eigenfinanzierung heißt bei Ihnen Memberskarten, Spenden, Projekten, so wie zum Beispiel das Sex-Podcast-Projekt als Lützburg auch wäre, den eligibel wäre, für dann damit angerechnet zu gehen. Ja, das ist so die Schweiz, aber auch eine App, wo wir auch immens schockiert waren über Corona-Soforthilfe. Als Lützburg, wie das Thema da kommt, dass eine spezielle Corona-Hilfe für die Medien kommen, habe ich direkt auch der Ursprechpartner in der Medienministerium geschrieben, denkt auch an Radio Ara, ja, wie du bis raus war Radio Ara war nicht eligibel für die Pressehilfe, für die extra Pressehilfe zu kriegen, das 5.000 Euro pro Berufsjournalist, mit einem Minimum von 2 Berufsjournalisten. Wir haben zu dem Moment 1,5 Berufsjournalisten gehabt und du denkst, nicht gut. All die anderen haben gut, auch noch 0,7 Menschen sogar darüber Hilfe gut, zumindest ungefroht gehabt. An Österreich, die haben insgesamt, ich meine, 35 Millionen Euro Corona extra Medienhilfe ausgeschüttet, davon 2 Millionen Euro und die nicht kommerziell Fernseh- und Radiostationen. Das sind 17 insgesamt und wir gehen also, das sind auch ganz andere Paragen, wie heute zu Lützeburg resoniert wird. Ich gebe ganz gerne, weil ihr noch mitkriegt, dass es sowieso schon Gespräch gibt, Enke an Tron frohen, also die hat gemerkt, und ich meine, es war bald unmöglich, es auch nicht zu machen, an dem Heim die Bar gehen immens viel für dem Ob, und auch vielleicht kniet mir, es greift immens weit, und das ist schwierig, sich für eine Richtung zu dezidieren, weil die Sujet wieder, für die gesagt wird, ja komplex ist und nicht immer mehr Möglichkeiten gibt, noch mehr groß aufzumachen. Mich würde interessieren, ob es am Publikum verschiedene Richtungen gibt, die erst noch mehr interessieren, also ob da dementsprechend frohe Welt stellen, weil da ist noch gern. Ja, also das Mikro könnte von Hannen Manon aus NRW. Also nun, okay. Ich mache mal Gedanken am Anfang, waren politische Parteien oder eben die regieren, dann Radio finanzieren, an dem Sinn, wenn sie finanzieren, da sollen sie auch Vorschriften, wie sie sollen vorgehen, oder ich mache mal Gedanken. Weil am Anfang soll Journalismus frei bleiben. Nicht beeinflusst von politischen Parteien. Voilà. So gesehen nicht statt freie Journalisten, nicht Journalisten, die schon am Voraus gesagt kriegen, was sollen an Zeitung schreiben oder so. Und da mache ich mir wirklich Gedanken, wie es weitergeht. Und muss ich ehrlich sagen. Weil da können Sie so, wir finanzieren nicht, wenn Sie das schreibt an der Zeitung, was wir wollen. Und das ist gefährlich. Also so weit geht es hier nicht unbedingt mehr. Ich meine mit dem, was du gerade gesagt hast, in der Streichstause statt, was den Herr Siewerk für Drohnen in einem anderen gemengt wird. Also du gehst um den Qualitätsbegriff, wie schwierig es geht, wenn Politik anfängt, über journalistische Qualität. Also wir sind also sich eins mit dem, was da schon suggeriert wird. Weil am Anfang brauchen wir unbedingt nach freie Journalisten, die können dann Investigationen machen und sichern, was wirklich vorgestellt ist, dass sie nach akzeptiert und vorgestellt und das ist das Allerwichtigste. Ich meine, du schaffst eine ganze Gruppe Journalistinnen und Journalisten drin zu Lützeburg. Also ich meine, dass das auch nicht so gefährdet ist, mir den Abend mehr über den Pluralismus geschwärzt, den gefährdet ist. Ich meine, du haben wir noch ein gewisses Interesse. Okay, vielmals merci. Ja, geschieht. Importante, c'est une question importante. Donc, si tous les médias commencent à être financés quasi exclusivement ou pour la moitié par l'État, effectivement, il y a toujours un danger. On peut pas le nier. C'est des médias sous perfusion de l'État. Et si l'État dit d'un jour à l'autre, on veut plus financer, ben on finance plus. Ou ils peuvent toujours limiter un type de financement. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a une commission qui est là pour vérifier le financement
et ils essaient d'avoir que la composition de la commission devrait garantir une certaine indépendance ou une certaine garantie au niveau du financement des médias. Donc il y a quand même un certain contrôle, mais voilà, le reporter que j'adore, donc le reporter au début avait dit « Nous, on ne veut aucun financement, on veut avoir que du crowdfunding », justement pour garantir aussi, c'était un peu leur élément de vente, on veut garantir une autonomie totale. Mais en fin de compte, ils étaient bien contents de recevoir aussi le financement des médias en ligne et le financement qui va venir maintenant. Donc, je ne sais pas quoi en penser, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas l'impression... Les médias sont de plus en plus indépendants de ce qu'ils l'étaient traditionnellement, où c'était vraiment une presse politique. Donc, de ce point de vue-là, je crois, M. Sivek, vous allez peut-être confirmer ou infirmer cela, mais je crois qu'on va dans une direction qui était mieux que le passé. Il faut définir indépendant. Das ist trop. Also, den Umbruch, also den einer Länder schon lange handelt sich schon, also Jahrzehnte handelt sich schon, nämlich von Zeitungen, die ganz eng und gesellschaftlichen Akteure waren, an die dann nur ersetzt sind durch professionelle Editeuren. Also am Avis von den Editeuren wird dran geschrieben, dass die 3 größten Internetseiten zu Lützeburg in der Zwischenzeit zumindest teilweise von internationalen Mediengruppen dirigiert gehen, also denen gehören, das RTL.lu, das Bertelsmann, das L'Essentiel.lu, das Time Media oder respektive der Hautischen TX Group aus der Schweiz zu 50% an den Wort das Mediahäuse flammänischen Mediengruppe an denen als klein innenpolitisch Debatten zu Lützeburg sich daran anzumischen, was nicht in ihren Hobby. Kann ich so, dadurch geht die Independance mehr groß, aber auf der anderen Seite kann ich noch so, die Independance vom Wort, wie nach dem Gangen, als strikt die Linie vom Bistum, auch von der Bistum nachstehenden Organisation zu führen, war umso mehr groß von CSV in der Opposition war. Ne? Also, da 1979, die ich nicht weiter beeindrucken gelassen, wie gerade in der Regierung ist. Und da das die Frage, die ich immer bei anderen Medien stellt, an audiovisuellen Medien, dadurch, dass sie eben Lizenzen brauchen, weil sie Ressourcen brauchen, waren da immer am speziellen Verdacht, dass dann nicht der Perd kommt, dass sie dann einfach den Leuten, die darüber dezidiert haben, nicht so viel auf die Face gehen trippeln. Eine richtige Independance ist dann noch die andere Frage. Und die hat eng heute Reporter gehalten, sind keine Annonceuren, haben sie also die Independance par rapport zu den Wirtschaftsmilieuen, die haben sie zumindest erhalten. Aber Independance als ein grosses Wort, ein schönes Prinzip, und da kommt Wirklichkeit. Manon hat sich gerade gemeldet, hat kurz froh aus dem Internet von Leuten vom Stream mal dranholen, dann direkt. Genau. Der ich also ganz gerne reagieren. Voilà, ich lese einfach mal 4. Kann die Qualität und die Wichtigkeit von Medien tatsächlich darunter müssen, ob ich Püptum oder merken kann? Und dann Klammer ab. Was von verschiedenen Podium jo als sehen, ganze Füßchen, in Publik können ganze Füßchen so falsch verstanden gehen. Erst froh verstanden gehen, viel sich eben zur Berufssitze beantworten. Also kann die Qualität und Wichtigkeit von Medien tatsächlich darunter müssen, ob ich Püp kann man da merken? Nee, ich meine offensichtlich nicht, aber das ist ein Quadratur vom Kreis. Ne? Da hat man gerne Unabhängigkeit. Das heißt, der Staat soll es nicht finanzieren. Oder die Politik soll es nicht finanzieren. Dann muss ja den anderen finanzieren. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder der Leser finanziert das oder der Publizitätsmarché, das heißt, die Aufmerksamkeit vom Leser, für den zwar nicht bezahlt wird, aber wie der mal einen Chef von TF1 genannt wird, der temps de cerveau disponible. Das wird Produkt, das was TF1 gegen verkaufen, das dat oder dat. Ne? An den reinen Modell als, wenn man das so hören, als Reporter, aber ohne Pressehilfe. Ne? Dann hast du einen Marché von
also generös geguckt 600.000 Leute, wie viel können da überleben. Ja? Und da sind wir beim Umfang vom Sujet ja, kann vom Medienpluralismus zu Lützburg in sich leisten und in so einem kleinen Marche. Für den Rest, also ich meine, dass wirklich bezahlende Leser schon das Summermaß an dem Sinn, bei aller Traurigkeit von der Pressekrise, vor allem bei der Presse, die wir hinter einer ganzen Zeit schon erleben und die nicht fertig ist, ist immer ein Phänomen, dass die Success haben, machen nicht über Leserrevenuen. Ne? Also die digitalen Abonnementen, die sich dazu feiern, dass die Zeitungen denen nicht besser geht. Natürlich, da könnte eine große Independance zu sowohl wirtschaftlichen Akteuren wie politischen Akteuren. Für Leute, die FT lesen, haben vielleicht schon letzte Woche gelesen, dass es eine schwedische Zeitung gibt, deren Nyheter gehört zum Groot Bonnier, die Pens, muss ich nicht sagen, die haben annonciert, dass sie das Jahr das beste Jahr machen, hinter den 90er Jahren. He-Zeiten von Jahreszeitungen. Die sind richtig, richtig gut. Die machen das über digital Abonnementer. Die haben einen Chefredakteur, der noch Direktor von Dingen ist, den Brianders. Die haben ganz frei auf Digitales gesagt. Und auf die gucken wir alle gut. Also, es besteht also eine Hoffnung. Aber wie viel das da hinkriegen, haben wir drüber gesehen bei der Financial Times. Überhaupt Wirtschaftszeitungen funktionieren relativ gut, weil sie relativ teure Abonnementer können verkaufen, die von den Unternehmen bezahlt werden, nicht unbedingt vom einzelnen Leser. Wir wissen, dass die ganz großen Titel, New York Times, Washington Post, spielen gleichzeitig schon noch Pub aus, mehr effektiv Leserrevenuen zu generieren am Digitalen. Froh ist, wie weit funktioniert das, auch kleine Marschen mit kleinen Zeitungen. Auch da Norwegen als überhaupt Skandinavien als da, wo die Hoffnung hier kommt, da gibt es ganz kleine Zeitungen, die zwar eine große Gruppe sind, aber regional wirklich klein. Also es gibt eine norwegische Gruppe Media, interessiert sich eigentlich für den, was die möchte. Das ist faszinant, wie die Keier kriegt an der Digital, die haben in ihrer kleinster Zeitung, das ist nicht ein Fjord, 1500 Obler gewesen, 1,5 Journalisten die geschafft, die haben mit ihren digitalen Formel fertig spricht, die Zahl zu verdoppeln. Und sie in Sees, den Elementen Zahl zu verdoppeln, Kit-Datei ganz klein werden, hinzukriegen, das ist faszinant. Das kann funktionieren, aber das ist extrem schwierig, dass an einem Nutzerbeermarkt, wo ganz viel gratis Offre gibt, wo wie gesagt, ein extrem kleiner Marché ist, nicht sicher, ob es gelingt, aber das ist auf jeden Fall da, wo wann es soll für Qualitätsmedien eine Zukunft geben, da wird sie darüber kommen, dass den Leser davon überzeugt, dafür zu bezahlen. Aber wenn das nicht gelingt, da werden die Medien einfach verschwannen und wird das übrig bleiben von einfach brutter News, die du kann so billig produzieren, dass wir Pubs finanzieren sind. Je crois aussi que c'est dans l'intérêt du gouvernement que les médias ne disparaissent pas complètement et que le marché ne soit pas que le marché de l'information ne soit pas uniquement monopolisé par un système d'information qui est basé uniquement sur les intérêts économiques, qui porte à une simplification de l'information et qui porte aux fameuses fake news. Donc c'est aussi dans l'intérêt d'un gouvernement qui se veut démocratique et qui veut éviter toute forme de populisme, de maintenir un système médiatique qui soit pluraliste et essayer de garder une certaine qualité, que ce soit à travers les services publics ou que ce soit à travers les médias communautaires ou des journaux plus généralistes. C'est indispensable pour un pays qui veut rester une démocratie. Enfin, ça, c'est quand même mon espoir et je crois que c'est un sentiment quand même ressenti par nos types de gouvernement, d'où l'intérêt à financer les médias dans le pays. Merci. Dann Richard hat lang Geduld, also Richard Graf darf gerne intervenieren. Ja, also für Transparenz muss ich dann noch so, dass ich 2 Kapen und sie Member vom CA vom ARA als eng von den Memberstrukturen, die den ARA hat gegründet haben, also über der STM, aber sie noch Mama von der Redaktion von der Wochenzeitung Vox und ich wollte
an dem Sinne nicht zweimal betrachten. Ich wollte etwas trotzdem hier betonen, eine Presse hilft, die nur objektive, nach klare Kriterien verdeelt wird, ob das nur Seitenzölle sind oder Zölle von den Journalisten. Solange die Kriterien objektiv sind, also überhaupt keinen Einfluss von einer Regierung, aus das Gesetz wird natürlich geändert. Es muss just herausfinden, ob Kriterien bei dem neuen Gesetz dann objektiv sind. Bei dem alle waren sie das, was sie waren nur messbar auf den Millimeter, auf den Quadratmillimeter genau. Da kommt quasi gar kein etwas falsch mehr. Das ist also nicht, dass das Gesetz besser gewesen wäre. Mir das hat zumindest geholfen, seit den 70er Jahren eine pluralistische Medienstruktur, die ganz viel dazwischen geändert hat, doch wird hier jetzt Selbstbewusstsein angeht, doch das journalistische Selbstbewusstsein, weil wir wissen, dass es am Anfang hauptsächlich Parteizeitungen werden, wird aber viel mehr schlimm abwirkt. Das die Abflussnahme von Leuten, die dann die Konterpartie, die private Revenu von den Zeitungen durchstellen. Das sind bei uns eben nicht die Abonnenten am großen Teil bei vielen Zeitungen, weil wir die Preise durch Pressehilfe niedrig gehalten haben, was ja die Leute so gut können. Mit das immens viel den Annoncemarché an, aber auch das, was die nennt, der wie publik. Und da gibt es ganz interessante Situationen, wo die Abflussnahme direkt war. Das ist ganz klar, es gibt Situationen, wo Artikel über bestimmte Betriebe mit kritisch an einer Zeitung waren, wo dann einmal der Mond drauf, die Dach all Mond erschenkend Annonce nicht mehr kommen ist. Also ich gebe ein Beispiel. Jean-Loup weiß, aus seinem Haus sind auch so Situationen gehen. Oder zum Beispiel ein Bauteminister, die in einer Wochenzeitung, für sie nicht zu nennen, Vox, dem uns nach Grengespohn sieht, die kriegt von mir keine Wien, weil die sind ja gegen die Autobunnen. Du man natürlich zurückkennt, wird der Lust Autobunnen weg, mir weiß, wenn sie von der Lycée, wenn wir sie ganz dafür das Lycée gebaut. So Abflussnahme göttet, go wird, er werdet immer nachgehen. Und dafür bin ich gar nicht sicher, dass das den Undeel und private Revenu von den Medien, was dem hier ist, dass dadurch die Unabhängigkeit nicht groß wäre. Für mich ist das ganz klar der Konträr der Fall. Das muss ich natürlich just ein Moos finden, wo das nicht zur Absurdität sich entwickelt, wenn in den staatlichen Undeel zu hoch möchte. Der dann hat das auch gesagt, dass das Gesetz, das ist meine persönliche Meinung, also das Neidgesetz, wird Fantasien bei vielen Geldgebern, wie soll ich sagen, zumindest Urrege für sich zu überlegen, wie kann ich mit einem Drittel ersetzen, und ich kriege 2 Drittel rum, ein Geschäftsmodell aufbauen, wo ich dann zwei Posten online setzen, mit irgendwelchen Journalisten, die ich von irgendwie für billig Geld abkauft tun, und dann, sobald meine Profzeit rüber ist, kassieren ich immer das Dürbel dann. Also so muss ich wirklich aufpassen, wie in eine Struktur kann schaffen, durch ein Gesetz, was mal schlecht geschrieben ist. Das wissen wir nicht. Das hat nicht mal am Rat zu den, ich meine, du hast ganz klar, das wäre wirklich besser an einem eigenen Kapitel, und eigentlich auch an einem eigenen Gesetz. Aber natürlich wissen wir, dass Gesetze zu Lützeburg kreieren, also ein relativ schweres Geschäft. Gibt es sonst noch Reaktionen? Gern den Herr Dohannen am Brunge Plover. Von 6 Großfamilien. Ja. Sonst, von der Welt, ich wollte sowieso so, also die schon einen Beitrag gemacht, wir können ja so, wir laufen nicht alle hoch direkt, das heißt, wir können ja sowieso noch mal eine Schwarzen irgendwie gebe ich dem Herr Lode 4 geben, weil dir schon etwas so tut. Wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, so, zum Beispiel noch mit den Intervenants auch hin zu schwatzen, solange sie wollen, heil bleiben. Okay, da gebe ich erst vor, Lückin. Gut, merci für das Mikro. Ja, ich wollte so ein Guffierdro gesagt, an dem Gesetz, da sind nicht die richtigen Kriterien dran für den ARA oder für Community-Medien insgesamt. Da gibt es eine Feststellung, gibt auch nach einer Pluralität von den Community-Medien. Wer ein Kriterium braucht, da lo, bräuchte da lo, aber wer in Richtung wir sind da gehen. Da, ich meine, das ist klar, dass die Frau von Herrn Toni riecht, mir eigentlich gibt mich die Meinung von Mädchen interessieren. Merci. Merci. Ja, also zum einen sind Kriterien und dann zum anderen sind natürlich die Monton, über die ich schwätze. Also die Kriterien sind, dass sie Zugangsopenheit realisiert für Leute, die wollen auf das Medium kommen, an denen auch über Qualität, in dem Fall Qualität, mit das eine operationelle Qualität, sicherstellt, dass die auch gerecht Chancen kriegen. Das ist selbstverständlich, dass nicht jeder Verein, der könnt,
die seht, ist schon etwas zu sagen, dass in den einfach so kann auf dem Mikro losen. Weil muss ich einfach da am Sinn auch von der Education und Media eine gewisse Begleitung machen und gucken, dass das auch für den Nullausstreng Relevanz wird, was da eine Person oder eine Gruppe will sagen. Es muss auch eine gewisse Qualität sicherstellen, und das ist besonders ein Defi, wenn den fremdsprachige Kommunitäten hört, dass was so in die Sprachen, die wir nicht verstehen. Und auch da brauchen wir dann einen Lien mit Leuten, die einen Draht zu den Kommunitäten haben, die Sprache verstehen, und am Radio auf die Manier so können vermitteln. Das heißt, muss ich auch Vertrauensverhältnisse können aufbauen. Voilà. Und dann, wenn ich natürlich Education, Media ist, da brauche ich noch Leute, die an dem Bereich kompetent sind, an Pädagogik und so weiter. Dafür auch, weil wir müssen einen Berufsjournalist erstellen, den müsst ihr dann einfach nach zusätzlich Kompetenzen haben, Informationen haben, für auch die Wolle können aufzudecken. Also, voilà. Und dann ist aber auch so, dass, wenn ihr auf Radio guckt, da sind auch eine Basisfinanzierung braucht. Ein bisschen so wie eine Zeitung, die hat auch eine Basisbesoin oder Kosten wie just eine Website. Und das hat am neuen Gesetz auch nicht berücksichtigt, weil jeder dieselbe Basisfinanzierung kriegt. Wir haben als Sendeinfrastruktur zu erhalten Techniker, und das ist etwas, wo uns eben auch immens wehtut. Wir haben immer mit benevolenten Technikern bislang geschafft. Und das passt einfach nicht. Auch da muss ich eine Professionalisierung hinkriegen. Dann natürlich, auch wenn ein Projekt möchte, muss ich Leute tun, die das können, die das Radio verstehen. Und da kann ich auch über Projekte zusätzlich Suen akquirieren, Drittmittel, wenn ich so will. Sex-Podcast als genannt gehen, das geht aber nicht von den am Radio nicht Leute tut, die sich auch dumm an der Kanäle fassen. Auch das generiert darum Arbeit auf einer administrativen Niveau, Kontabilität, die auch muss richtig sein, muss ich auch können dann Rechenschaft auflegen, dass die Suen, die ihn von irgendwas kriegt, auch ordentlich angesagt gehen. Auch Suen, die ihn von Dauern, von Spender kriegt, muss ich auch nur weisen, dass sind die vis-à-vis von seinem Komitee in einer Generalversammlung oder so, dass sind die richtig ersetzt, dem Ziel entsprechend. Voilà, also dafür ist es viel mehr schwer, vielleicht bei Community-Medien so pauschalen Dingen zu tun, okay, man ein falsches Kriterium, wenn die zwei Berufsjournalisten hat, die engagieren die Education immédiat zu machen und für die soziale Kohäsion beizudrohen, dann kriegt er 100.000 €. Das ist nicht so einfach. Also wir müssen viel mehr an eine Differenzierung können rangehen. Und ich kann noch mal denken, zum Beispiel Lokalradioen, wenn da ein Wunsch besteht, wäre auch da möglich, dass sie Projekte machen für hier Lokalkommunitäten, die auf der Platz sind, für da eine Education und Media zu machen und Leute zu integrieren und partizipativ zu beteiligen. Juste par rapport à cet aspect des deux journalistes, je me suis aussi demandé mais pourquoi le gouvernement a mis ce critère en place, pourquoi il faut deux journalistes. Moi je crois que c'est avant tout pour éviter que après il y a des centaines de médias communautaires qui disent voilà je suis un média communautaire et je peux avoir ce financement. Donc ils ont essayé, si j'interprète bien, de mettre une ligne pour éviter, enfin de mettre une limite pour éviter qu'il y ait après des abus où tout le monde se définit média communautaire justement parce que le sens de média communautaire est tellement peut être interprété de différentes façons. Et donc la question est qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme critère du point de vue du législateur pour qu'il n'y ait pas d'abus dans la demande de financement des médias communautaires, tout en sachant que peut-être que deux journalistes, ça va pour forum, ça fait du sens, et là, ça fait peut-être du sens, mais pour une radio, ça ne fait pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour être constructif, pour avoir des critères qui soient adaptés à la réalité des médias communautaires au Luxembourg et qui évitent en même temps des abus? Ich kann nicht direkt eine komplette Antwort geben. Die Radioen am Ausland, die Leistungsaufträge, wo definiert wird, was sie müssen erbringen. Zum Beispiel auch produziert Sendungen, weil kann ja nicht sein, dass sie ein 24-Stunden-Programm hat,
dat wie sech dann net 100 mehr 300.000 € kassiert und dann einfach eng Sendung mischt, dat an der Recht überhölt von irgend eng international für die Musikprogramm laufen. Aber dat muss schon an enger Relation sein. Dadurch, dass es kein Automatismus gibt, für die Suen zu kommen, hast du schon mal einen Schrank gesagt. Kann ja durchaus, dass ein Medienkommunitär muss beschreiben, was er möchte, was er kann leisten für die Kommunität. Einen Aktien abskriegt. Dass das beim Medienministerium angesiedelt ist, das ist dann eine Frage von politischen Einfluss, auch dauerhaft, weil ja auch der Minister kann wechseln. Da weiß ich nicht, ob das die richtige Platz ist. Also, da gibt es ja Modelle am Ausland, wie es funktioniert. Wir hatten 2 Interventionen aus dem Publikum. Wollt ihr für dich, also im Moment, Madame hat sich für dich gemeldet. Also, wenn dir eins geht, ohne Klapperei, könnt ihr gerne wissen. Nee, das ist okay. So. Ich wollte just eine Antwort geben auf die Sache, was die auch gedeutet hat, wie man den Unterschied von den Medien, Lokalradio, Kommunitätsradio. Nicht, dass einfach bei mir heute Morgen absteht, soll man nicht Radio, da kriege ich Subvention. Aber das ist schon geregelt, die wird die Autorität. Ne? Es kann ja nicht abstehen, einfach mal soll man nicht Radio. Ich meine, du musst in den Dossier gehen, Dalia muss entscheiden, kriegen eine Frequenz zugedeelt, das ist du hast ja schon eine Selektion. Wir können nicht so mal stehen ab, ich meine Radio, da kriege ich eine Subvention. Das ist, da sind wir ja schon limitiert, da sind ja schon Kriterien. Wir müssen der Alia ja alle Monate Rapporte checken. Ne, die können vielleicht ein bisschen ausbauen, was haben wir gemacht, wie viele Sendungen haben wir produziert. Das besteht ja, das ist ja da. Das ist den Abü an die dort Richtung gibt ja schon schwer gehen, weil du hast ja keine Genehmigung, da kannst du ja ein Subsidium fragen. Aber wie geht das Genehmigung? Die Autorität. Da haben wir ja schon eine Kontrolle. Das für die audiovisuellen Medien? Ja, also audiovisuell, da hast du ja da. Ne? Voilà, da haben wir die Kontrolle. Ja. Voilà, das wollte ich just dazu sagen, wenn er gesagt hat, nicht, dass du ein Abü einmal möchtest und dann noch einmal 100 verschiedene Kommunitätsmedien haben. Nein, wir sind ja schon dadurch ja limitiert und angegrenzt. Voilà, das wollte ich just dazu sagen. Madame und das Problem könnte effektiv du hier dat mit dem Begriff Media communautaire ich meine ganz konkret ich mengen 3 Medien probiert aufgedeckt zu gehen, nämlich den Radio Ara, die bislo an vom Medienministerium auf alle Fall als Medium nicht gut, de Forum den vom Medienministerium bislo auch nicht gut oder vielleicht gut, also ich meine aus dem Kulturministerium. Aber auch schon lange Fred für mich zu kriegen, an einem Umstand auch noch ein, wo man über das kommunatäre Medium darüber diskutieren können, nämlich Nordlicht TV. Und für einen Text zu schreiben, den die 3 aufdeckt, das ist Quadratur vom Kreis. Vielleicht ist das nicht die richtige Approche, so einen Text zu schreiben, wie probiert genau das zu machen. Ich meine, hier ist ganz geliebt. Heiers als eng von den Erklärung der 3 probiert gin als einen Text op eng Realität zu setzen, die einfach schwierig mit engem Text aufzudecken ist. Das war ja das, was ich für Drunner eigentlich gefragt habe, wo ich gemeint habe, aus das Unkenntnis, aus das Ignorieren von den Tatsachen, die für Druck stehen. Also ich weiß, dass die eigentlich nicht platziert sind, für das zu beantworten, weil die Leute nicht da sind. Also, dass niemand lernt manövrieren. Geht nicht vom Medienministerium gehen, doch wir kriegen auch vom Ministerium. Ich meine, das Forum aus dem Forum weiß ich nicht, Nordlicht sicher auch. Mir gesagt, dass echt Jahr waren 80.000 € die verdient kaufen, du von mir der 50 Grad. An das Jahr stehen am Budget 240.000 €, du von mir der 80 Grad. Op enger renger Bas von einer ministerischen Decision ohne irgendeinen legalen Kader. Richtig. Also wir haben auch immer gesagt, wir wollen einen legalen Kader haben, weil der Tote nicht kann sich nicht, auch am Sinne befinden von einer Unabhängigkeit von einer Decision vom Minister aus der Tote nicht haltbar auf Dauer. Man könnte auf der Zeit, was ich für dich so tun, muss ich definieren, was ihr wollt machen, was will ihr fördern, welche Kontinu will ihr fördern. Und da ist eben der Text, wie ihn lo proposiert, das hält als Kriterium 12 von den Journalisten, was aber nicht der Besuch von einem Community-Media entspricht. Mit dem Problem ist,
12 von den Journalisten, das einfach zu zählen. Sind 1, sind 2, sind 15, sind 20. Mit dem Contenu von einem Community-Media, das ist eine Frage von Qualität. Was möchten, was ist der Contenu, wie gut ist es? Und das ist viel mehr kompliziert zu evaluieren. Aber wenn ich das will evaluieren, dann kann ich natürlich viel mehr schnell an eine Situation, wo ich riskiert, gesagt zu kriegen, ah nein, das gefällt uns nicht. Aber bon, man kann nicht so, gefällt uns nicht, da sind wir das nicht gut genug, und da kriegen sie nicht mehr. Das ist, da müssen aber irgendwie objektiv Kriterien bestehen, für das zu evaluieren, für die Hilfe zuzusprechen. Ja, ich meine, davor, dass ich meine, nach ganz viel Reflexion für das klar zu probieren zu bringen, für den reellen Besoin zu entsprechen. Ich habe noch keine fertige Lösung. Ce danger, il n'est pas complètement enlevé parce que déjà dans la loi maintenant, il est dit qu'il y a une convention qui détermine le montant et définit, dans le respect de l'indépendance éditoriale du média, les engagements de l'éditeur citoyen et les modalités de paiement. Donc déjà là, il y a l'idée de faire une convention dans laquelle il peut y avoir une discussion avec une limite à 100 000 €. Donc c'est même pas sûr qu'on reçoit que les 100 000 €. Donc cet élément de qualité, je le retrouve déjà dans ce texte. Bonsoir, juste un petit témoignage d'une éditrice, journaliste d'un média communautaire au Luxembourg. Je suis Paola Cairo, je suis volontaire à Radio Ara. Les samedis matins, on fait l'émission en italienne. Et depuis 2004, on édite Passaparola, qui c'est le journal, on peut dire, de la communauté italienne. Le journal il est bilingue, donc on a décidé de traduire ou d'écrire des articles même en français parce qu'on croit que la langue communautaire est le français et qu'il y a beaucoup d'Italiennes qui ne parlent même plus l'italien, mais ils parlent le luxembourgeois et le français. Donc, quand il est sorti la nouvelle loi, on était très contents de pouvoir peut-être participer au pluralisme donc, de Luxembourg, du journalisme luxembourgeois. Nous, on arrive à satisfaire tous les critères comme éditeur citoyen, mais malheureusement, on n'est pas capable de se payer des salaires comme journaliste. Pour différentes raisons, parce qu'on a une ASBL, parce qu'on a depuis le début décidé de travailler de façon volontaire, parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés pour se payer, même pas un contrat. Donc, on est resté coincé dans la loi parce qu'on satisfait tous les restes des critères, mais on n'est pas journaliste pour le Luxembourg. Parce qu'il faut dire que nous, on a la carte des journalistes italiennes, 3 personnes dans la rédaction de presque 25-30 personnes. On a une carte de journaliste italienne, et parce qu'en Italie, on peut être journaliste même si on a à côté un autre travail. Donc, ça existe 3 types de journalistes professionnels, publicistes et photojournalistes. Donc, nous, on est des publicistes, on a tous les personnes ont un autre travail, mais en même temps, on fait du journalisme parce qu'on produit de l'information depuis 16 années. Donc, peut-être à propos des critères, il faut un peu élargir les critères ou penser que ça n'existe pas seulement des journalistes professionnels, mais qu'il n'existe même pas des journalistes qui sont des journalistes qui font notre travail. Parce que moi, je ne crois pas que la qualité du journalisme, c'est seulement donné par les personnes qui ont un salaire. Merci. Merci. So, wir hatten noch Englisch bei mir kommen. Ich hatte gemeint. Ah, ja, darf da. Ich hatte Mann aus seinen Handzeichen nicht ganz verstanden. Ich hatte gemeint, du Hanne wäre noch. Genau, also Müller nach ich Kommentar hier und ich Kommentar da und ich schmeiße nach sehr ran, die per WhatsApp kommen. Ganz froh, die Gestalt gehen, ich weiß nicht, ob man den Krimmer heute sicher nicht beantwortet.
Ja, schreibt den am neue Gesetz gehen riesig Aufgaben definiert, die Community-Medien erfüllen sollen. Klammer op, Medienbildung, Integration, Sozialkohäsion, Klammer zu. Und am Anfang gibt es just die kleine Radio ARA, den die Aufgabe erfüllen kann. Bräuchte man nicht 10 bis 20 Radio ARAen, für der Aufgabe tatsächlich gerecht zu gehen. Welche Medien brauchen wir in Zukunft, und wie ermöglichen wir, dass die entstehen? Da gehe ich noch Hand weiter. Ja, Herr Simon vom Radio ROM. Ich wollte schon auf die Situation von den Lokalradioen aufmerksam machen. Die ist ähnlich wie beim ARA. Ich meine, im April sind alle Manifestationen aufgesucht am Land. Manifestationen, da das eigentlich die Pilier von hauptsächlich den Lokalradioen, die sie an ihrer Region eben machen, und auch als Reklam, als angebracht praktisch auf Null. Also wir stehen nicht besser da wie Radio ARA. An die meisten Lokalradioen, die fuhren auch auf der Reserve. Also das wollte ich just noch kurz abwerfen, dass die Situation bei den Lokalradioen auch nicht besser ist. Dann will ich sagen, dass die Klausel mit den 2 Journalisten, dass das vollkommen illusorisch ist. Und, ich weiß nicht, wie ihn das kann umsetzen. Immerhin als Lokalradio eine SBL. Wir dürfen den Exzedent von 12.500 € pro Jahr haben. Ich weiß nicht, wie ihn das machen. Aufgesehen davon, dass die Journalisten, wie soll man sie beschäftigen? Wir hatten kein 100% Tage für die, also was da belangt. Ich wollte das just mal kurz dazu bemerken. Die können ja anscheinend gut Staubsaugen wie. Dann hatte man noch Meldung 4. Also ich hatte auch kurz auf Dauer geguckt, wie gebe ich so, mir gebe mit ihrer Bemerkung aufrunden, also wenn Clara will reagieren, können sie das gerne machen und da gebe ich als alle ein bisschen frische Luft gönnen, aber wie gesagt, wir können ja noch gerne mal nicht weiter schwätzen. Das ist ja gut, dass man lange Fragen aufschließen. Ich will genug Männer geschwärzt. Aber ich will just einfach auch aber trotzdem darauf hinweisen, dass der Radio ARA wie gegründet ist, aber auch ein Radio von der Zivilgesellschaft und Bewegungen an der Zivilgesellschaft, die Entwicklungshilfeprojekte, ich weiß das auch zum Beispiel für den 7. März eine ganze Sendung über Frauen wäre, wie Frauenstreik heute Lützeburg wäre, dass auch ganz viel stattfinden, die anderen Bewegungen an der Gesellschaft unterstützen. Und ich meine, das für mich ist das immens wichtig, dass so Radio gibt, die Bewegung abfängt, das sind nicht nur von RTL oder so weiter, kann das schon nicht verlangen, ne? Weil die so viel Suche kriegen. Ich meine, das ist auch von den Gründen, für das die Zoe Radio muss unbedingt weiter existieren. Und das ist für mich ein Teil Medienpluralismus. Das sind die Bewegungen, die an der Gesellschaft dran sind, bei der Jugend, bei den Frauen und so weiter, dass sie nicht abfängt, dass sie nicht weiterdreht und dass sie nicht auch spielt in eine gewisse Sensibilität dafür. Das ist das, was ich gut fand. Und es sind noch ganz viele Jungleute, die da mitmachen und die Radio weiter auch Werte bringen. Für mich mehr konkret wie just über das Gesetz wäsche. Und egal wie es dafür geht, wie der Radio angefangen hat, sitzen zu auf der Knipschen. Ne? Also ich meine, das war ja am Anfang das, wo die Last gegangen ist. Und das war eine Bewegung, hat gegen kein Mensch sich das Vierst hat kein Mensch darüber geschwert, für das so vom Staat zu kriegen und so weiter. Das ist mal für dich eine Frequenz gegangen überhaupt. Und für Piratensender. Und ich meine, das wird schon entwickelt, die Frequenz, als wir einmal die Radio waren, die kriegt. Aber das ist aber nicht mehr, weil du eine Force hast, eine gesellschaftliche Force vielleicht gekämpft hast. Für mal davon zu schwätzen. Ne? Und wie gesagt, ich meine, das ist die Geist, die nicht im Radio immens flott fanden, immens gut fanden. Und das muss erhalten bleiben. Und wenn es nicht ernst geht, dann muss man gucken, ob man zu und eben das Crowdfunding machen, aber da ein bisschen mehr zackig. Merci. Also dem ist eigentlich nicht hinzuzufügen, so vielmals merci für die Ehrlichkeit.
Das sind schon einfach große Merci und all die Leute, die hier bannen sind, da geht es nicht so kompliziert oder so langweilig für sie alle nur nehmen aufzuzählen. Die Insel, die ist definitiv noch, also den ich noch viel Merci so, die beim Namen genannt gehen, das sind Leute vom Ulzicht-Kanal, die geholfen haben, die Dateien festgehalten haben, sowohl Madabstadt dabei wie Leute, die gerade am Lehrprozess sind und hoffentlich noch viel coole Sachen können lernen. Du hattest bei denen das doch nicht so unwichtig, merci, dass wir auf dieser Platz hier dürfen sind und trotzdem können Sicherheitsbestimmungen anhalten. Dafür schön, dass du wart, bleibt noch ein bisschen heu. Ich meine, das kalt Getränks du. Also. Okay, kommt von der Welt morgen. Anne Schenk noch nach.